20:00, um genau zu sein. Geht's ja nicht los! 20 Uhr ist 20 Uhr! Und nicht 19 Uhr 5, 9. Oder irgendwie so. Geht da was? Ich bin unschlüssig. Geht da was? Hallo? Hallo? Warum geht da kein Stream an? Kann man das einmal irgendwie erklären? Und warum hörst du wieder nichts? Ich hab keine Ahnung. Ist doch hey, scheißegal. Nimm Bier am Montag! Und bitte, lieber Gott, lass heute ein bisschen weniger kaputt gehen wie letzten Mittwoch. Das war schon fast. Das hat schon fast physische Schmerzen verursacht. Was soll jetzt da sagen, Alter? Heute Ehre miteinander! Wir schauen mal aus! Wunderschön schauen wir aus. Also, da ich sagen. Also, ich für meinen Teil beim Programmer, ich schaue immer wunderschön aus, das ist eh klar. Fangen wir gleich mit, bevor die Leute wieder zum Eskalieren fangen wir. Schmiedi? Popomann. Ja, ich hab zumindest direkt gesagt. Schmiedi, merci. Habe die Ehre an, die Maxi und den Flip 555 von den Herrn Kulzer und den gesamten Kulzer-Clan as always. Ja, wir haben 4 Jahre lange fast schon Tradition abreißen lassen. Herr Mittag, vergeht's gut! Der Herr Bürger, Christi Bürgerin und Kaffee einmal eine halbe. Das du eh. Die Alte, die sauft mir eine halbe wie? Ja, das glaubst du nicht, das ist mir wurscht. Merci dir. An den Herrn Mr. Mesh und die Motze und Mr. White an den Druck. Nein. This is not how it works, Mr. Löwensepp. Habe die RRT Bürger Servus mitnimmt. Hashtag Hackelberger, Hashtag Hofmark Merzen, LK Kamm, Hashtag Kapuziner. Zu viele Hashtags, oder? Hashtag Overflow. Ich hoffe, wird gut. Ich hab Bock. LeBron, solange der LeBron nicht tot ist, ist der Mimi Montag müde und muss schlafi. Rufus! Oh, es geht wieder zum Dancen. Das wird man mit Musi ändern. Ja, danach gibt der Kohle nämlich noch und strikt mir aus dem Leben. Mr. Rufus! Welcome to the squad! Merci für die Mitgliedschaft, Brudi! Moment! Wir müssen den Vorstand anrufen. Ohne Vorstand kein Mitglieder. Rufus! Boot! 2! Schreien! Maul halten! Und dann muss man... Ich muss die Zeit länger machen für Mitglieder, hab ich schon gesehen. Ah, das dauert jetzt lange mit der Vorstand, bis die haben ins Telefon geht, dabei geht weiter und der Rufus, merci dir, Alter. Herr Bürger, mehr haben Sie erwartet. Halt gibt's Arera Goraute Geides Kämmer Iso außer damit. Halt gibt's Ragu. Auf einen geilen Stream und an Schengroas aus Oberösterreich und wir hoffen, das Video da. Tage für ihn, Hashtag Bussi aufs Nussi. Da habt ihr euch wirklich an mir gegeben, das hat mich sehr gefreut, vielen herzlichen Dank, aber bitte, bitte. Der Mojo und der Frauge, ganz wichtig. Nicht die Frauge oder S-Frauge oder sonst irgendein Scheiß, der Frauge und der Mojo. Ja, aber ich meine, der hat sein Pärchen. Warum weiß ich nicht, das hat sich einfach in mein Hirn sein. Bitte, chillt ein wenig allein, ich Knirscheim. Bittchen. Ist können wir uns da dabei denken, das ist echt in Ordnung. Und der 100er ist schon wieder weit 2. Also es ist jetzt seit 4 Wochen jetzt mal das Gleiche. Ja, wieder Mai Hofner, er habe die Preiselbeere. Ich möchte hoffen, der Lieblingshofnarr. Ja, weil sonst geh. Ja, merci. Mojo, Frauge, ich weiß eh nicht, es ist ja jeden Montag, jeden Mittwoch dasselbe seit 4 Wochen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Merci. Just merci. Kauft euch halt einfach 25 Pullis, dann habt's was davon. Merci. Bussi aufs Nussi und Bahnscheibe allein. Wir haben jetzt da gerade einen Bruckner mit einem Zwickel. Tritt Bürger auf einen geilen Reebok seppen. Ich hoffe, Alter, heute gibt's eine Rega-Gu. Merci dir. Show, wie es weitergeht. Ich bin auch gespannt. So, wie es ist. Conny, merci für den Fünfer. Leute, chillen. Mein Kanal ist nimmer gesperrt. Andalfa K.A. Büngersepp ist wieder du. Du warst der Andalf. Ja, ich erinnere mich. Hab dich nicht vergessen. Merci, hätte nicht 5 Euro kosten müssen. Ich weiß nicht, was das wieder so. Ja, aber ist ja egal. Welcome back, Mr. Andalf. Ich weiß nicht, warum dein Kanal gesperrt war, aber das ist auch total wurscht. Hauptsache, er ist nicht mehr gesperrt. Wahrscheinlich wieder aus irgendeinem random Strike-Grund, warum auch immer. Da hat YouTube. Ja, was es ist. Merci für den 5 Euro. Stolzer Löwensepp. Merci für den Zügel. Wie findest du das Lied von Los Brutalos Bauwagen? Zu gut, wenn ich ganz ehrlich bin. Erinnert mich an die Hüttenzeit, die bei mir schon angeht. Ja, für Hütten und was haben wir gehabt bei uns, was das Saufkeller, da bin ich zu alt. Ich bin mittlerweile so alt, ich kann saufen, wo ich mag und wann ich mag. Da brauche ich keine Hütten mehr dazu. Aber ich weiß genau, was du meinst. Das ist ja genau der Nerv, den sie treffen wollten. Und den haben sie getroffen.
Ah, da passt einfach Muse, das ist das Video. Ich habe ja mal mit einer geschrieben, habe ich schon mal verzeiht. Aus Dass ich gesagt habe, Alter, auf die Videos bin ich schon ein wenig neidig. Wisst ihr nicht, wie ich das so hinkriege? Legt mir mal schon da. Die haben schon sehr hochwertig und aufwendig gemacht, da brauchen wir nicht diskutieren. Merci, Herr Stolzer Löwensepp. Herr Stefan, schöne Grüße aus Oberhecking. Oder, das ist nicht weit weg. Früher haben wir LAN-Partys gemacht bei einem guten Kumpel das war nicht Wettouren, ich bin der Depp, da steht das Haus 111. Wer kennt's Haus 111? Das kennen so viele Leute, oder da muss eine Herrin sein, die das Haus 111 kennt. Ab in den Chat. Jetzt pass auf, wie hat's geheißen? Nicht Wettouren, auch nicht Niederpip. Ja, kannst googeln, oder gibt einen Ort, der heißt Niederpip. Das ist meines Erachtens 100-mal lustiger als jeder irgendwie. Ich meine nicht Wildtouren, Hinterhacking. Hinterhacking, wenn du Hacking durchfährst, ich weiß nicht mehr, was als erstes kommt, Oberhacking oder Niederhacking, weiß ich nicht. Hacking halt! Und dahinter, da steht ein Haus! Eins! Wie heißt denn die Scheiße? Nein, Herr ist ganz woanders, da bist du besoffen. Nein, Mamming auch nicht. Das ist so ein Ort, da steht ein Bahnhof drin. Ein Bahnhof steht drin, Alter. Wie heißt's denn? Fix, Alter! Windschnur! Bam, Alter! Blankl hat Ahnung, der Blankl weiß ja, von wem ich rede, glaube ich. Der kleine der Schmiergel. und der Baumi. Schmiergel und Baumi, aber Baumi wohnen in Hacking. Also, Alter, die Zeiten, Alter. Das war so geil, Alter. Oder was der heute ist Freitag, was der ja mal laden, Alter. Ja, geil, Alter. Wer ist denn noch dabei? Ja, ich. Ja, das muss klar. Das war gut. I fucking love it, Alter. Herr Wolf, merci für dein Drilling. Terry, merci, dass du uns jede Woche so gut durch die Arbeitswoche bringst. Das geht euch wie Butter, es ist mir eine Ehre. Ganz ehrlich, merci, dass du zuschaut und euch meinen totalen Scheißdreck gibt. Das, was ich bis heute immer noch in Frage stelle, aber whatever, Alter. Und wehe der LeBron Verrückter, ich geb mir Mühe. Der für die Moi auf Ankostenzipfer Merzen Eilona du Gesichtsgulasch LG. Hey, so greiflich bin ich da aber nicht. Herr Bichler, vergesst gewährt. Asozialer Penner! Nicht du, ich. Ins Mikro koppen ist einfach asozial. Brauchen wir nicht darüber diskutieren. Asozial, okay? Asozial. So, Bichler-Sepp. Weißt du, wie oft dass ich am Tag ungefähr auf Instagram, Facebook, sonst irgendwo auf irgendwelche Bierspezialitäten eingeladen wird? Weißt du, was passiert, wenn ich da einmal zusage? Erstens kommt dann nie wieder ein Stream, weil dann liege ich erst mal 8 Wochen auf Reha im Krankenhaus. Das ist mal Phase 1. Phase 2, ich glaube, dann bin ich halt einfach weg vom Fenster. Und dann kommt nur noch Scheiße. Hat jemals schon mal jemand im Suff eine gute Idee gehabt? You serious? Und der UI ist erst 100 € Donate ins Gesicht springt. Was, der Moment, wenn du zum Stream kommst und die als erstes werden? Was soll denn ich sagen, Alter? Was soll denn ich sagen, Alter? Ich weiß nicht, wie ernst, dass ich wirklich nur in Kamera eine predigen muss, dass das einfach zu viel ist, Leute. Das ist, dann hebt es euch auf. Dann motiviert es mich jede Woche mit einem Euro. Oder weißt du, beim Fünfer sagt auch noch kein Mensch nicht was, da wirst du hoffentlich, zumindest nicht arm, ich nicht reich, haben alle was davon. Aber mit die 100 haben wir pfeffern, als ist ja ist wurscht, weil, stell dir mal vor, es war eine Pandemie und du musst jetzt das Geschäft dazu sperren. Ja. Ich kann es immer nur wieder sagen, ich werde schon wissen, was du jetzt. Ja, natürlich sage ich aber auch wieder vielen, vielen herzlichen Dank und ihr macht es zumindest so halbschaurig den Eindruck, als wisst ihr tatsächlich, was du jetzt. Dann kann ich halt auch nicht. Ich hab's gesagt, was soll ich sagen? So, wir haben jetzt noch 2 Minuten, ich seh schon wieder nicht, wie viele Leute das da haben. Das fuckt mich an. Seit fucking 4 Wochen seh ich nicht nimmer, wie viele Leute das da haben. Weder auf Twitch noch auf YouTube noch insgesamt. Das nervt mich. Dreck. Scheißprogramm! Arschlecken! Muss ich mir wieder extra da irgendwo einblinken lassen wieder mehr. Aber ich bin vorbereitet. Pass auf! Ich hab jetzt mir gekauft. Normalerweise müsste da schon, das Spiel müsste schon laufen. Habt ihr überhaupt einen Ton? Warum läuft im Spiel überhaupt kein Ton? Hört ihr einen Ton? So ein bisschen? Ich glaube schon. Aber ich muss aber das Spiel noch mit neu starten. Das ist ein ganz komisches Phänomen. Ich bin Daisy, also das betrifft jetzt glaube ich nicht. Ja! Schei ruckelt die umeinander wie eine Sau. Schei ruckel, Spacko, ole. Das hat eigentlich ganz gut passen, aber das schaut sich ja so kein Mensch nicht an. Das ist ein Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Mach die Speizer, du Trottel! So, passt. Ja, ist wieder flüssig. Das ganz seltsame. Herr Seitsching, willst du einen lustigen Ortsnamen hören? Kleinpoppen. Da finde ich Niederpip immer noch besser, Alter. Niederpip ist unangefochten, Alter. Kannst sagen, was du möchtest, Alter. Niederpip ist unangefochten, ich weiß es, Alter. Unangefochten.
So, also, na, jetzt hört's auf. Leute, chillen, vielen herzlichen Dank. Leute, vielen herzlichen Dank. Es ist eine Ruhe jetzt, wir spielen jetzt. Wir schauen mal jetzt, was der LeBron halt vor die Flinten kriegt. Ja, damit die mal. Hey Aga, du bist doch derselbe Zipfel, Adam! Das mit dem Saufen und eine gute Idee, das wird nichts, aber eines Tages laufst du schon mal über den Weg dann. Ja, das ist 4 Jahre, dass ich irgendwann einmal über den Weg laufe. Sauber und eine gute Idee, das wird nix. Ober eines Tages LAFFSD mal Show mal IBAN weg und dann Gnade dir Gott. Das ist der Grund, warum ich mir im Keller einsperre und nie rausgehe. Du schmeißt Anna an 5 Herr Bürger! Brauche Asgeiten Markor, Freundin mehr. Oh, das war der. Am Bürger mehr. Das sind die stillen Hilferufe. So, Alter, ist fort, was ich dir sage, anderen im Mann haben auch schöne Dichter. Ja? Gibt der 4 Wochen, scheißegal wie geil die Alte war oder wie gut die Alte war, kommt schon wieder. Also ist nicht sie, die nimmst du nicht mehr, hau ab damit, tust weg. Das ist, stell dir vor, das ist wie Unterhosen, die an ein Loch schmeißt weg. Da muss eine neue her wieder. Eine neue, gibt nichts Besseres wie eine neue Alte. Dabei erhobene Hand, helle Hautfarbe, erhobene Hand, helle Hautfarbe, erhobene Hand, helle Hautfarbe. Ja, ist ja gut, Alter, wir waren das jetzt wieder. Der Witztum. Bin auch wieder dabei! Merci dir wieder. Das waren sehr viele hebe die Hand mit heller Hautfarbe. Be less white. Jemand den Shitstorm mitkriegt von Coca-Cola? Genie Streich, Alter. Wir sind so geistig behindert, Alter. Verlieren. Okay, Alter. Was ist denn noch so? Löwensepp, merci für den neuen. Gestern um 12 Uhr fragt mich nicht, warum. Was, ein Visage-Stream angeschaut, Dolores-Kapitel. Ja, da frage ich wirklich lieber nicht, warum. So, Freunde der Sonne, LeBron-Zeit. Wie er eigentlich heißt, muss man wissen. Jetzt Donation Sound außer Ruhe ist vielen herzlichen Dank, Leute. I'm serious. Jetzt pass auf. Letztes Mal ist sich kurz mal beschwert worden, wie mein verdammter Popschutz ausschaut. Da habt ihr vollkommen recht gehabt. Der ist der Rotzt und der Schrien und was weiß ich. Jetzt habe ich einfach drüber lackiert, oder Hashtag ProGamer. So, jetzt pass ich mal auf. Das Phänomen mit Daisy, das wenn ich vor dem Stream starte, ja, und gehe dann ins Spiel rein. Schau, was passiert? Schau. Ja, warte, das ist noch nicht ganz so schlimm. Aber wenn ich aufs Spiel umschalte, da kann ich mal in den Fotzen hauen. Schau dir das so. Webcam 10 Frames. Bruder, ich frag mich bitte nicht, warum das so ist. Das heißt, wenn ich jetzt das Spiel zumache und dann nochmal starte, dann geht. Das macht absolutely no fucking sense. No fucking sense at all. So, jetzt mir gekauft. Starten wir nochmal das Spiel und dann geht's los. So. Wir schauen uns dann erst einmal an, wo wir auf der Karten überhaupt sind und wo wir waren. Okay? Und dann werden wir unsere Reise sehr akribisch genau planen, weil wir halt, glaube ich, viel laufen müssen einmal am Anfang. Und da wird auch auf dem Weg näher, da wird schon irgendwo so ein Hirschsepp irgendwo mal anstehen und dem schießen wir mal sauber ins Fressbrett und dann und dann wird schon passen. So, machen wir den Scheißtrick dazu. Jetzt schauen wir mal, wenn ich aufs Spiel umschalte, ob es dann schon ruckelt. Jetzt tun wir mal so. Na, schau hin, flüssiger Scheiße. Ich frage mich bitte nicht warum. Es wird aber auch noch kein Späne da zeigt. Birger, was bist du denn für ein Volldepp? Weiß ich nicht. Das ist OBS. Dieses Streaming, Alter, das ist für mich Neuland. Da kann ich, das müsst ihr mir verzeihen, Alter. Wir waren das jetzt wieder. Jakob, heute sauf verkehrt! Montag. Heute ist Montag. Heute muss einmal Ruhe sein. Man muss auch mal sagen, so heute Montag, da sauf ich nicht. Dafür sauf ich am Dienstag 2. Ist das in Ordnung? Jetzt weiß ich seit einem, wie lange das schon wieder zum Lohn dauert. Mei, die Spiele machen mich wahnsinnig. Alter. Was der währenddessen? Wie geht's euch so? Mir geht's schon gut. Das ist gut heute. Aber jetzt war Greenscreen schon wieder 1, Birger 0, Alter. Egal, da drehen wir uns einfach wieder da rum, und gespannt's keiner. Birger Pro-Game, Alter. Kommst du aus Spanien? Ich liebe Spanien. Ja. Ganz klares Ja. Alter, wie lange lotten das? Möchtest du mich total verarschen, Spey? Sag mal, rührt sich der Prozentbalken überhaupt? Und warum sagt man den überhaupt nicht? Was ist los da, Alter? Ja, El Birger, muss man wissen. El Birger. Sie, fliegen. Am Dienstag sauf ich 13 für einen guten Zweck, das ist in Ordnung. Ja? Damit man auch einen Grund hat zum hier eintüdeln. Ich habe übrigens, währenddessen kann ich mal so zwischendrin. Was ist los mit dem Spiel? Fuck, ja. Ist kaputt, Alter. Tschüss, hey. Was haben wir jetzt da wieder? Der Jackel schon wieder. Herr Hummenberger, fix leiten, ich kann nicht mitnehmen. Ja gut, jetzt ist Ladezeit, jetzt kommen wir nur schnell beim Vorstand anrufen. 555, Hurensohn. Ja, schreib ihm an. Als zweite Mitglied schreibst du ihm bloß an. Ja, der nächste kriegt wieder 5. Ja, das ist immer dasselbe. Ja, den muss halt leider irgendwie locker, das ist ja wohl klar.
Ich weiß nicht, was du überdenkst, aber weiß nicht, was es ist. Schreib's her und Maul nicht! Wieder geht der Stift aus. Wenn Spitze haben wir kein Geld, Alter, Fotzen, hab ich dir. So. Nein, nicht du schon wieder. Ja, auf Austrian, Mister. Oder Space He. Ich sag das, was ist Space He? Kann ich mir schon wieder da schießen gehen? Keine Rückmeldung steht dort. Ja, ist gut Spiel. Best Game ever. Hat 4,8 Millionen Frames. Ist easy. Herr Austrian, was schreibst du wieder? Hab ich dir einen schönen Abend, schönen Gruß aus Österreich, schönen Gruß aus Niederbayern, Alter. Frisch aus der Brausen. Brausen. Brausen ist so ein unfassbar geiles Wort. Zauberhaft. Hashtag zauberhaft. Ab in den Chat. Ich muss euch irgendwie beschäftigen, währenddessen da schon wieder nichts geht. Jetzt geht nicht immer mehr der Task Manager. Ich flipp aus. Was ist los mit dir? Wo ist GPU Overload? Du kannst mir deine Mama rufen und mal fragen, ob sie vielleicht Overload ist. Geht schon wieder nichts, Alter. Ich flipp aus. Ich hab's extra noch getestet, bevor wir angefangen haben. Ich kann nichts klicken. Müssen wir jetzt wieder neu anfangen. Ist das dein Ernst, Spey? Ist das dein Ernst? Ich weiß nicht, was das... Jetzt machen wir so. Hashtag zauberhaft. Ich kann nicht mehr mit dem Taskmanager spät so machen. OBS, Auslastung, Stromverbrauch sehr hoch. Stromverbrauch wieder. Da, CPU-Auslastung 0,5%, die kann es aber nicht beenden. Taskmanager ist unbedienbar, Alter. Kann ich nichts mehr machen. Leon Wolf und Stolzer Löwe, hast du das Controller-Problem schon gelöst? Nein, aber noch nicht. Kümmert sich der Zukunftsbürger drum. Ich rast aus! Scheiß Behinderung! Was ist denn? Ich weiß nicht. Alter, ich stell mir noch nicht zur Gaude den absoluten Monsterkasten hin, dass er abkackt, wenn ich einen Schuss los! Und dann wird sich gewundert, warum mein Popschutz so futzengrob ist. Alte 4, da ich gern. Ja, dann mach ich wahrscheinlich OBS zu. Wenn ich weg bin, bin ich gleich wieder da. Geht nicht. Gar nichts geht! Gar nichts geht. Scheißdreck geht. Warte mal, ich probier was. Das ist nicht so tragisch. Warte mal, ich hoffe, bin ich noch da? Bin ich noch da? Bin ich noch da? Hallo? Bin ich noch da? Bin ich noch da? Ja, man muss einmal das Positive sehen. Ja, man muss es einmal positiv sehen, so wie der Herr Kulzer schreibt, dafür ruckelt's nicht. So, jetzt habe ich, weißt du, was jetzt geholfen hat? Steuerung Alt entfernen. Also Taskmanager drückst du nicht auf Taskmanager, sondern auf Benutzer wechseln. Das brich ich ab. Geht wieder. So, jetzt kann ich zumindest, jetzt ist der Sie abgehackt samt Fehlermeldung. Das ist ja schon mal etwas. Das ist schon mal Fortschritt, gell? Da brauchen wir gar nicht diskutieren, das ist schon mal Fortschritt, das drücken wir da noch mit drauf. Vielleicht start's ja irgendwann einmal! Das gnädige Stach, die eure Spey! Grütze fix, Mann! So, was kotzt mich so hart, Alter. Jetzt ist 20.08 Uhr. So, starte das verdammte Spiel. Ich will Unreal Tournament spielen. Oh! The Personal Russian ist so. Taskmanager reagiert nicht. Du warst der Auserwählte. Es ist, dass du sie vernichtest und nicht, dass du den anschließt. Jetzt pass auf. Der Prozentbalken! Der Prozentbalken ist spontan von einem totalen Ganzkörperkrüppel zum Usain Bolt worden. Schau dir das so. Da haben wir schon da. Haben wir schon da. Jetzt pass auf. Jetzt bin ich gespannt, was passiert, wenn ich wieder umschalte. Auf später ist wahrscheinlich wieder alles im Arsch. Schau mal. Let me... Oh. Ruckeln? Hallo? Wie schaut's mit Ruckeln aus, oder? Ich schwimm. Und ich schwimm. Schwimm, Alter. Alter, ich schwimm so flüssig, Alter. So flüssig ist bis das letzte Mal geschwommen. Da waren wir noch im Freibad, Alter. So, jetzt pass auf. Jetzt muss ich trotzdem noch mal umschalten, dass ich da einmal auf Spielen drücken kann, damit wir auf den Server kommen und dann schauen wir uns die Scheiße mal an. Schauen wir uns den Scheißdreck, den schauen wir uns an. Was wir uns noch anschauen? Mir Mav, schau was ich hab. Bam, Alter. Wo haben wir stehen bleiben? Wir haben ja letzte Woche da so irgendwo kreuz und quer durch den Wald umeinander reingeguckt. Herr Austrian, merci für den Fünfer, ich hab schon wieder die Hälfte übersehen. Russenmann, merci dir. Andi, merci für den Fünfer. Du weißt ja, tu dir was Gutes. Reboot es. Den hab ich ausnahmsweise immer noch nicht kennt. Dann haben wir einen kurzen Abstecher gemacht. Hier, da, nach Pogorevka. Ne? Dann haben wir weitergegangen in den Norden.
nach Rogovo, hier in die kleine Stadt rein. Da werden wir jetzt auch ein bisschen durchgucken, ja, da werden wir ein bisschen anluten, schauen wir mal, was da los ist. Ja, da schauen wir mal, was da so los ist. Und dann werden wir mir halt was schießen. Ja? Shortcut rennt. Shortcut easy, da haben wir schon. Brudi, da haben wir schon. Brudi, welcome back, LeBron. Wir haben sie vermisst. Was wir als allererstes einmal machen, den guten alten, hört ihr überhaupt was? Ist das laut genug? Ich meine, ich müsste da auch mal ein paar Steps hören und so. Da drehen wir jetzt einmal ordentlich auf. So, easy peasy, lemon squeezy. Dann schauen wir jetzt da mal in unser Inventar und dann werfen wir mir gnadenlos weg, was wir nicht brauchen, weil wenn wir mir was schießen, ich meine, Alter, dann braucht man da einen Platz fürs Fleisch. Ne? Das schauen wir uns jetzt einmal an. Was brauchen wir? Vitamintabletten und so weiter, alles ultra wichtig. Schauen wir mal in den Topf rein. Oh, im Topf ist schon mal nichts drin, da ist ja genug Platz, das passt. Was ist denn im Verkehrskasten, hätte ich jetzt schon fast gesagt, Alter. Was zur Hölle, was stimmt denn nicht mit dir, Bierger? Da ist auf alle Fälle schon mit dem Mund drin. Die gehört da nicht rein, die hat da nichts verloren. Kräutertinktur, dann haben wir, ich weiß nicht, enthält alles Nötige, brauchen wir auch nicht. Die Verbände, die können wir auf alle Fälle brauchen, aber was ist das da? Codein-Tabletten. Schmerztabletten für schwache und mittelstarke Schmerzen, auch als Hustenmedikament nutzbar. Ja, das sollten wir schon, das sollten wir uns behalten, das können wir brauchen. Was haben wir da noch? Da haben wir noch Chlortabletten. Ich glaube, mir werft man das 4IV, wie sagt man da dazu? Wo haben die Sanis? Wie sagt man da dazu? Das heißt IV-Set, 4-Set, IV-Set, ich habe keine Ahnung, das tun wir weg. So, das tun wir weg. Was tun wir dann? Wir nehmen die Chlortabletten da rein, damit mehr Platz ist. Und dann schauen wir weiter, da haben wir saubere Hodern, Stofffetzen, das passt. Da haben wir Stofffetzen abgenutzt, die schmeißen wir weg, drauf geschissen, brauchen wir nicht. Messer können wir brauchen, die scheiß Taschenlampen brauchen wir auch nicht. Wobei es wahrscheinlich wieder... Oder was ist los mit euch? Hört's halt auch. Schöne Grüße aus Tirol, Elias. I'm serious. Schöne Grüße aus Tirol, bitte verleibt er von dem Geld so viel Bier ein, als 14 Tage lang den feinsten Bier. Also danke. Ja, da kaufen wir 16 Kasten Ettinger davon. Da kriege ich mindestens 16 Kasten, da erzähl mir nichts anderes. IV heißt intravenös. Schau, hier haben wir wieder was gelernt. Da hab ich nicht gewusst. Woher soll ich das wissen? Bin kein Sani. Good job, Mr. Sani. Hab ich nicht gewusst. Ist aber natürlich naheliegend. Elias, ich weiß nicht, was ich sagen soll zu 70 Euro. Stop it! Get some help! Vielen herzlichen Dank. Pussy aufs Nussi. Ich finde den Herrn Bruckner seinen Vorschlag auch nicht so schlecht, das IFRX-Set. Das gute alte IFRX-Set, das schaut nie. So, dann haben wir da noch Hodern, die tun wir da auf. Zündhölzel, die tun wir auch da auf. So die Utilities, das tun wir da auf. Ich glaube, das Fernglasel, das braucht auch so scheiß viel Platz, dass wir das auch noch wahrscheinlich dann verschwinden lassen werden. Weil ganz ehrlich, das geschissene Fernglasel hilft uns einen Scheißdreck. Was ist denn im Pfandl drin? Ah ja, unser Essen. Schau dir das so. So viel zum Essen haben wir gar nicht. Doch, Spaghetti! Spaghetti, die haben wir gleich mit da rein. So, dann haben wir das Pfandl vorher Essen und Trinken. Unser Essen und Trinken schaut auch richtig gut aus. Fräusen tut uns ein wenig, aber das ist nicht so tragisch. Der Feind, Alter! Merci für den Fünfer. Wenn du es beim ersten Mal nicht liest, dann halt nochmal. Das tut mir leid. Hab ich irgendwo, wenn ich leck da unten noch was sehen. Mr. Der Feind, Alter, das ist genau. Ich hab lieber einen jetzt einen Screenshot schicken. Du bist genau unten abgeschnitten. Ich sehe jetzt, wenn ich hinschaue, sehe ich das obere Viertel von deiner Donation. Lese ich vor. Heute ist ein guter Tag, heute lese ich einfach vor, ist ja wurscht. Jetzt war ich so lange nicht da, das sind die ganzen Einser auf einen Schlag, halt's Maul und nimm's. Ja, okay. Merci. Und dann habe ich noch irgendjemanden übersehen, ich weiß, Leute, es tut mir so leid. Alas Trage, hoffentlich haut das halt besser hin, Messer mit der Karten. Ich gebe mir echt mir. Leute, wenn ich irgendjemandem sage, es tut mir so leid, aber jetzt kann man mal spielen, oder? Jetzt kann man mal irgendwas spielen. Also solange wir noch nichts geschossen haben, was unser Primärziel ist halt, ja? Irgendwas schießen. Hab ich jetzt da gerade... Hab ich jetzt da gerade ein Scheißgeräusch gehört? Ist das der Ernst? Ich hab ein Pfandl, Alter. Brudi, ich hab ein Pfandl! Ah, don't fuck with me, you got a pan! And I say pan to your face! Schließen. So, haben wir mir Schuss für diese Makarov. One. You serious? Ich nimm die scheiß Makarov, schmeiß weg, verbraucht nur Platz. Aber das entscheidet man dann, wenn wir was geschossen haben. Vielleicht können wir den einen Schuss noch brauchen, wer weiß. So, Friends of the Sun. Erst einmal Kompass raus. Planen wir mal unsere Route. Was sagen wir da dazu? Währenddessen verstecken wir uns noch in der Schupfe.
Ja, wo auf alle Fälle übrigens jemand da war, sonst wäre die Tür nicht auf. Außer mit dem Server-Restart war das vielleicht so gewesen. Weiß ich nicht. Also, wir können jetzt Folgendes machen, wie wir letztes Mal schon mal kurz festgestellt haben. Es führen jetzt da viele Wege nach Rom. Wir können, wenn ihr das wollt, gerne noch öfter spielen. Ich hab fett Bock auf DayZ. Wir können dann, war mein Vorschlag, wir vermeiden PvP, weil da wäre ich einfach, ich hab null Gunplay-Erfahrung in DayZ. Das heißt, den ersten gegnerischen Spieler, den wir sehen, der bringt mich einfach um. Okay? Der wird mich einfach gnadenlos töten. Darum, wir haben ja genau südlich vom Airfield. Das ist da herunten. Das heißt, PvP straight nach Norden. Ansonsten da ich fast vorschlagen, wir gehen nach links. Das heißt westlich. Das heißt Rogovo, westlich da außen, also nordwestlich, ja, den Weg entlang und dann hören wir einfach mal, ob wir vielleicht eine Kuh finden oder ein Schweindel oder einen Hirschen oder was weiß ich. Und das ist ein weiter Weg. Ja, das ist ein blutig weiter Weg. Da die gelbe Straße auf, ich hoffe, ihr seht es mit dem Mauszeiger da herunten, den ganzen Weg da so auf und in die nächste Stadt nach Pustoschka. Ja, auf alle Fälle von dem Military-Gebiet da vorbei. Da gehen wir nicht rein, da kriegen wir nur aufs Maul, Alter. Und unser Ziel soll sein Pustoschka. Ja, da schauen wir erst einmal ein bisschen rein, was da so los ist und überhaupt und sowieso. Ja, da schauen wir mal. Da übrigens soll es da Wulzei geben dann. Und je weiter wir in den Westen kommen, je weiter wir in den Nordwesten kommen, desto höher werden die Loot-Tierstufen. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Dann gibt es einen hochwertigeren Loot. Das heißt, da gibt es dann krassere Waffen und krasses Gewand und so weiter und so fort. Was haben wir da? Lavo! Mimi Queenie! Was habe ich die letzten Wochen so verpasst? Hashtag Twitch Ultras, Hashtag Wiedereingliederung. Ja, LeBron seine Reise auf alle Fälle. Aber die kannst du natürlich auch nachholen in meinem Kanal. Friends of the Sun. Ich würde sagen, wir schleichen uns jetzt so nordwestlich und hauen wir dann nordwestlich ab. Oder? Ist das ein Plan? Ja, ich glaube, das ist ein Plan. So, also. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, ich mach's mal ja, nicht mit dem Kompass zuhauen, du Trottel, sondern wir müssen in diese Richtung. Grob in diese Richtung, wo wir schauen, also mehr außen und rechts. Und dann schauen wir einfach, wo das Ende der Stadt ist, da jetzt mal vorschlagen. Wir haben natürlich immer unseren Basi raus, so ein Basi-Shot nicht. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir auf dem Weg irgendwo ein Viech finden, weil ich einfach so gerne jetzt einmal was schießen darf. Okay, ich habe einen Schuss gehört. Ich habe auf alle Fälle einen Schuss gehört, den müsste aus der Richtung kommen sein, dann ist ja bloß perfekt, dass wir da lang gehen. Ab vom Hof! Lass ich mich nicht lumpen. Was haben wir da? Pullover, abgenutzt. Ja, haben schon Spielländer. 2 Minuten gelaufen, Mosin am Boden. Okay. Ist Mosin überhaupt gelohnt? Bleiben wir auf R um. Jetzt ist es noch gelohnt. Das mag ich. Den neue Basi raus, ab vom Hof. Ab vom Hof, Bürger, ab vom Hof. Ah, der haben wir gar nicht lang miteinander. Schauen wir wegen, schauen wir wegen. Okay, wir haben an dem Bauernhof da rechts um. Das ist alles wunderschön und legit. Okay. Ich hab schon wieder so ein bisschen wenig in Schuss, ja, dann weiß ich, dass andere Spieler da haben, da habe ich schon wieder gar keinen Bock mehr, die sollen sich verpissen. Nordwesten. Wir haben da ab. Dann gehen wir jetzt mal in die Schupfer da vorne rein. Easy peasy lemon squeezy. Und sobald wir mit irgendein Viech hören, gehen wir auf die Pirsch. Ich meine natürlich, wenn wir mit das Viech da schießen, dann hören uns natürlich auch andere Spieler. Und in der Regel, vor allem wenn du in Gruppen unterwegs bist, dann wird auf offiziellen Servern nicht lang gekatzelt. Jetzt gehen wir nochmal in die Karten rein. Schauen wir genau, wo wir sind. Wir sind genau da. Ah, das ist die riesengroße Schupfer da mit dem Warzenzeichen. Wunderschön. Und wir gehen jetzt einfach Nordwest auf. Da geht nur eine Straße auf und verpissen wir uns. Okay? Das ist der Plan. Und hoffen wir, dass wir natürlich auf dem Weg irgendwie ein Viech hören oder sehen. Das war Spitzenklasse. Wie schaut's aus? Nordwesten, das muss fast die Straße da sein. Los geht's. Dann wird es wahrscheinlich wieder finster werden. Du, das wird uns nicht helfen, aber finster wird es ja noch weiter, wie. Oh, Karten! Ja, Entschuldigung! Schon wieder ein Schuss. Oh, das hört sich so ein Schuss, ich meine, mehrere Schuss hintereinander hört sich aber sehr nach PvP an. Ja, Entschuldigung, ist ja schon voll. Ja, Klassiker-Map, Alter. Der LeBron schaut halt einfach mal, Entschuldigung. Der schaut halt einfach mal gerne die Karten ein wenig länger an. Ja, man muss ja mal Zeit geben, die Karten zu studieren. Ja? Ja, wo schießen denn die? Die schießen irgendwo da hinten. Ja, aber das ist schon nördlich, ist es. Ich weiß nicht, hört man es. Also, wir haben ja Veteranen da, DayZ-Veteranen, ja. So. Hört man Schuss vom Airfield bis da oben? Glaube ich nicht. Da ist Airfield ist schon noch ein Stückerl hier im Norden.
Da oben auf, da ist schon noch ein Stückchen hier. Ich will da direkt einmal schauen, was das denn, dass das da irgendwie Hosen sind oder so. Ich weiß es nicht. Der X-Trix schreibt, nein, hörst du nicht. Ja, das ist ja schon mal gut. Also es ist übrigens nicht so, dass ich das erste Mal in meinem Leben DayZ spiele, aber es ist extrem lang her, wo ich es gespielt habe oder intensiv gespielt habe. Das heißt, sehr eine Details weiß ich natürlich nicht mehr. Ist aber auch nicht tragisch. Wir haben nicht da zum PvP. Der LeBron möchte leger und in seinem elitären Dasein so lang leben, wie es noch gerade irgendwie geht. Natürlich dumm ist auch irgendwie so ein bisschen, dass wir wieder auf der Straße laufen. Ja? Da brauchen wir nicht diskutieren, dass das natürlich so mittelmäßig schlau ist. Aber geht halt nicht anders, ne? Geht halt nicht anders. Zum Essen und zum Trinken haben wir genug. Wir laufen auf alle Fälle richtig. Also ich glaube, das ist die... Aber irgendwann wird das Feldweg halt da zu einer richtigen Straße. Und das müsste da vorne der Fall sein. Ja. Ich glaube, ich sehe was. Leute, ich glaube, ich sehe was. Leute, das erste Viech ist am Start. Viech ist am Start, die 6 von da. Ihr seht es vielleicht nicht, weil es wirklich winzig ist, aber ich glaube, da steht eine Kuh. Da steht eine Kuh! Sneaky Peek. Sneaky Peek. Ja, da hinten wird auf alle Fälle geschossen. Wieder schießt man die Kuh, wir zlingen es, packelt mal, was wir kennen und ab. Okay? Wie weit kann ich mir nicht an die Kuh anschleichen? Ja, außer mit der Mosin. Außer mit der Mosin. Ah, rennen jetzt da durch den Sumpfscheiß, rennen wir jetzt nicht, sonst ist wieder alles nass. Was denn die da oben? Die kämpfen doch nicht gegen Zombies. Hört ihr die Schuss? Ist bei euch der... Brauchst nicht schleichen, die läuft nicht davor. Das ist ja schon mal nice. Dann kann ich so absteigen, ja, oder? So, man hört sie... Also ich höre es auch nur ganz leise, also die haben schon noch ganz weit weg, aber das war jetzt kein Mosin mehr oder so. Das war irgendein schneller Peng-Peng. Und da haben sogar mehrere Kühe. Ich habe echt ein schlechtes Gewissen, wenn ich da jetzt hingehe und schieße in den Hals ein. Habe ich schlechtes Gewissen. So ist... Ich glaube, dass wir es lieber abstechen. Ne? Probieren wir es mit Abstechen, ich nehme das Hacke, oder? Ich nehme das Hacke, da schlagen wir mit dem Hacke, das hilft nicht. Und wenn die eine davor läuft, da haben wir leise, was der hört uns keiner. Hey Muku, es tut mir so leid. Die lauft nicht davor! Ihr Spacken! Gut, dass zwei da haben! Das hilft jetzt nicht, Muku, das tut mir wirklich leid. Entschuldigung! So, her mit dem Messer, das muss jetzt schnell gehen, da müssen wir uns verpissen. So, jetzt pass auf, wir hatten Häuten und Vierteln. So krass, geil. Es tut mir so leid, Muku! Press F for Muku! Es tut mir so leid! It's just a game! Alter, was du... Alter, was liegt denn da jetzt umeinander? Ui, der gibt die Fettzeug. Bist du besoffen? Wie groß ist denn das? Alter, bist du besoffen? Alter, der Kochtopf ist immer noch warm schon. Dann nehmen wir das Fett mit, da habe ich gehört, das ist das Beste. Was haben wir da? In der Reihe brauchen wir nicht. Knochen. Knochen können wir auf alle Fälle auch brauchen. Okay, jetzt müssen wir uns entscheiden, dass wir den Fernglasel weg. Hilft nicht. Wir müssen das Fleisch mitnehmen, das ist das Gute. Fett, wie groß ist denn die Haut? Wow, das ist groß, die Haut. Das können wir nicht mitnehmen, haben wir keinen Platz nicht. Da müssen... Okay, Freunde der Sonne, wir müssen uns verpissen. Scheiß auf die Makarov, die lege ich ihm dazu. Wenn es jemand findet, dann freut er sich wie ein Schnitzel. Haha, Schnitzel. Wir dürfen jetzt das anordnen. Kriegen wir da vielleicht noch eine unter? Na, doch. Da, der wir noch ein Steak dazu. Oder nehmen wir natürlich das makellose. So, kriegen wir da noch was unter? Ich weiß ja nicht. Machen wir so. So ein Messer, kriegen wir da noch irgendwo was anderes unter? Nein, nicht wirklich. Das Pfandl ist voll. Der Topf ist auch nicht ganz voll. Da haben wir das Messer rein und dann kriegen wir noch ein Steak rein. So, mehr brauchen wir schon gar nicht. Schaut gut aus, Alter. Brudi. 5 Steaks, 2 Fettbatzen, mehr wollte ich gar nicht. Dieses schnell gegangen, das gefreut mich. Ab vom Hof! Mein Name Birger, aka Lebron, um ganz genau zu sein. Ab nach Nordwest. Oder meine Finger haben blutig. Oh, Knochen. Guter Punkt. Wer war das? Der Horak. Guter Punkt zum Fischen. Gefischt wird heute auch noch. Da werden wir nachtfischen, wenn es finster ist. Da werden wir nachtfischen. Da kenne ich nichts. Da werden wir lieber noch mal so ein Steak weg. Ja, da werden wir lieber noch mal so ein Steak weg. Habe ich jetzt so Knochen mitgenommen. Bin mir nicht sicher. Sonst kriegen wir es nicht rein. Da werden wir ein Steak weg. Das hilft ja nicht. Da haben wir ein Steak hin. Und dann nehmen wir noch 10 so Knochen mit.
Ja, und dann befassen wir uns damit jetzt Abflug. Abflug, bevor diese komischen Leute da kommen und sagen, hey Birger, magst du ein bisschen Bock auf Peng Peng? Bin mir nicht sicher, haben sie Bock auf Peng Peng? Sag ich, nope. Kannst nur Waffen auf 2 legen. Was? Ah stimmt, was waren auf 2? Ach, da war die Makarov drin, gell? Ich hab noch Pistolen. Ich glaube, da haben wir sogar Magazine dafür. Ja, da haben wir 14 Schuss dafür. Ja, also wir haben eigentlich ganz gut gerüstet. Das ist alles ganz legit. Ein bisschen ein besseres Gewand kann man noch haben. Ja. Hemd waschen. Geht das? Es ist eine ernste Frage. Ich weiß zum Beispiel, dass mit den blutigen Händen, wenn ich jetzt was isst, dann ist die Gefahr relativ hoch, dass ich mich vergift oder infiziere oder sonst irgendeinen Scheiß. Deswegen gehe ich jetzt mal her und schauen, ob man Hände waschen kann. Das war eigentlich nur... Ja, schau hier! Hände waschen! Easy, Alter! Easy, Alter! Easy! Ah! Hat er jetzt die Hände gewaschen? Oder drungen? Ich bin der Volldepp. Wenn ich kurz drauf drücke, dann wascht er sich die Hände. Hey, ja, werden wir schon nicht gleich krank werden. Da werden wir schon nicht gleich krank werden! Ja, der LeBron... Weil die schießen halt da immer noch umeinander wie die Vollidioten. Sollen schießen, solange schießen, weiß ich, dass da noch irgendwas abgeht. Ich schleich mich. Ich schleich mich, Alter. Mit Seife! Hast denn du gar nichts gelernt in der Corona-Zeit? Scheiß der Hund drauf. Scheiß der Hund drauf. Was ich jetzt eigentlich noch schnell gefunden habe, wo man Sound noch ein bisschen lauter, damit sich dieser Herz, wenn da geschossen wird. Ich hoffe, dass das in Ordnung ist. Ja, ist es in Ordnung? Meine Stimme zu Game Sound? Ich glaube schon, wird schon passen. So, jetzt schauen wir schon, dass wir schon richtig laufen, weil das haben wir schon mal öfter gemeint. Jawohl, Nordwesten, ab geht's. Ab geht's. Und dann, glaube ich, dann der wir uns, machen wir uns einmal so ein wenig eine Kaibe, Stiegel. Ja, das ist ein Mähdrescher, schau hin. Du Mähdrescher! Easy. Wieso kann ich mit dem nicht umeinander fahren und einfach Zombies über den Haufen machen? Was ist denn das da vorne, Häcksler? Weiß ich nicht. Dann sollte es gleich mal im Pustoschka ankommen. Ja, da glaube ich, ist er nicht mehr weit hin. Ich glaube, ich sehe ja schon die ersten Gebäude da vorne. Das schaut ganz gut und legit aus, an denen können wir uns gleich mal orientieren. Ist gar nicht so weit. Na, aber ich meine, das ist weiter jetzt da, dass wir da rumlaufen. Haben wir gleich da. Dann gehen wir um und dann bradelt man unsere Steaks aus. Ja? Das ist ein Mähdrescher! Ich dresch Mäh! Der Witz wird auch nie alt. Der wird nie alt, oder? Ja, ich dresch's Mäh, oder? Alles, was Mäh drescht, das ist ein guter. So, wir dürfen nicht so viel sprinten, da verlieren wir. Ich bin krank! Was haben wir denn da jetzt? Ich weiß nicht, was ich da ist. Da fressen wir jetzt einfach Multivitamintabletten rein. Da fressen wir jetzt einfach eine. Gib mir mal eine. Feizt sich nichts. Kriegen wir schon. Tabletten im Gesicht, jawohl. Legen wir wieder ab. Easy. Nachladen, glaube ich, habe ich schon. Wie viel da die leere Patronen muss ich die von Hand auswerfen? Also ich schieß und dann muss ich auf R drücken, damit er die leere Patronen noch repetiert. Oder? Oder habe ich da jetzt eine Patronen verkackt? Das kann natürlich auch passiert sein, gell? Aber ja, keine Ahnung. Hey, das ist ein bisschen seitendeppert kompliziert. Das ist ein bisschen so... Es ist aber jetzt links unten, das seht ihr jetzt auch gerade nicht, das ist hinter mir. Seht ihr auch gerade nicht, wie viel das glaube ich. Ich habe jetzt eine drin. That's what she said. und 4 im Magazin, also im Clip. Zum Nachladen. That's what she said when Pukake kicked in. Aber ich glaube, ich habe Patronen verkackt. Naja. Was? Greenscreen ganz unten links. Machen wir das so. Machen wir das so, ist der Greenscreen wieder gut. Was das so rechts unten? Was ist rechts unten? Ich weiß nicht, was du meinst. Jetzt steppen wir erst einmal in die Bude da vorne rein und dann schauen wir, was da los ist. Ah, das ist auf alle Fälle schon mal der Zombie-Sepp da, den glaube ich, Jetzt fangen sie erst Ring an. Jetzt da drin kocht man unser Steak, so schaut das. Da gehst du her. Gehst du mal her, Sepp. Da gibt's gleich mal eine Identitäts auf. Gib ihm, ja. So, Sepp ist schon eine Ruhe. Habe ich dir, Sepp. Du bist raus. Ja, agil, wenn wir sind, springen wir natürlich.
Ah, da oben haben wir ein Rohr gefunden. Wunderschön. Jetzt gehen wir mal in die Bude eisen und rings und so. Krankheit vorbei. Ich sage, Multivitamin-Tabletten haben brutal. So, da jetzt natürlich so krass auffällig. Alle Tieren schon wieder off sind, gehe ich mir schwer davon aus, dass da auch jemand ist. Das heißt, das war... Ah, das ist fallen lassen worden. Da ist jemand gewesen. Was ist das? Plastikflaschen, scheiße, die kann man wirklich brauchen zum Wasser auffüllen. Was ist denn im Topf drin? Da in den Topf her. Im Topf ist nix drin. Die Frage ist, es ist wahrscheinlich weit besser, einen zweiten Topf mitzunehmen als eine Pfanne. Das heißt, scheiß auf die Pfanne, wir nehmen einen zweiten Topf. Da ist sogar noch so ein Gaskocher-Dings dran. Nehmen wir mal das Ding in die Hand. Jawohl. Ist da mehr Platz drin oder weniger oder gleich viel? Offensichtlich gleich viel, das passt. Wir lassen uns alle Zeit der Welt. Wenn uns da irgendjemand sagt und der schießt, haben wir einfach Pech gehabt. So, das ganze Grafik, das braucht man. Was hat denn der andere Topf so drin? Ja, das Fett und das Messer. Jetzt passen wir auf, können wir das vielleicht irgendwie... Ich hätte die anderen da ganz weit hinten immer noch schießen. Also ewig weit weg immer noch schießen. Wie kriegen wir das Ding nicht mehr mit da? Kriegen wir nicht. Vielleicht sollte man aber... Es ist auch dumm, wenn wir jetzt pass auf, jetzt machen wir da mal zu. Wenn wir da jetzt in einem Ofen irgendwo grillen, da ist ja abgesehen davon gar keiner herin. Weil oben im Kamin dann ein Rauch aufsteigt und dann sagt die ganze Welt, wo wir sind. Das ist natürlich dumm. Aber für was haben wir denn einen Gaskocher? Ja? Ich meine, für was haben wir einen scheiß Gaskocher? Deswegen wo sitzt man uns jetzt ein? Da sitzen wir uns jetzt da her, da sagt theoretisch keiner her. Und dann kochen wir uns was. Ja, dann kochen wir uns was. Die Frage ist, wie wir das anstellen. Dazu nehmen wir jetzt erst einmal das Messer weg, das ist einmal das erste. Dann stellen wir mal den Gaskocher da am Boden weg. Dann stellen wir unseren Topf drauf, den wir wieder in der Hand haben. Zack. Und dann kann man den doch einfach einschalten können, oder? Jetzt pass auf. Und dann kochen wir mal sauberes Fett aus. Ja? Abgesehen davon, Miss Patty hat recht, 2 Töpfe sind immer besser als einer. Ja? Abgesehen davon, ebenfalls richtig, Mr. Eli Birger Beste. Welcome to Birgers Kochstudio. 2 Töpfe immer besser wie ein Topf. So, jetzt pass auf. In die Hand nehmen, halten, da kann ich aktivieren. So, da haben wir letztes Mal schon festgestellt, der ist dann O. Ja, der ist dann O. Und offensichtlich ist das OP-ste Essen. Ja, das most overpowered Essen ist Fett. Pures Fett. Und das kochen wir da jetzt da drin. Ich weiß doch gar nicht, ob das überhaupt geht. Keine Ahnung, das probieren wir jetzt einfach aus. Das werden wir dann schon sehen. Nehmen wir mit da her. Und dann kann das verderben, wenn es gekocht ist? Weiß es jemand? Ich meine, es verdirbt ja mit der Zeit. Da muss ich jetzt wirklich aufpassen drauf, dass es auch nicht verbrennt, sonst ist der ganze Scheiß im Arsch. Leudl Sepp, Red Viper, merci für den 5er. Servus Bier, Pussy aufs Nussi. Merci für den 5er, Pussy aufs Nussi zurück, Alter. Der Bigel schon wieder, Franziska, Ribbins wieder, da hast du mein Press. Was soll ich mit dir? Merci dir. 100 Grad! Das ist aber, steht aber immer noch roh. Ich habe keine Ahnung, ob das immer noch... Leute, jetzt mit der Donaterei auf. Ich muss doch... Also Peter wants to know your location. Peter soll ja abhauen. Was, das musst du in der Pfanne brauen? Meinst du? Das glaube ich, muss ich doch... Ausgelassenes Fett soll ja nicht schlecht werden. Hey Sauerbürger, wie du den Max in deinem neuesten Video fertig machst. Was, welchen Max, Alter? Wo steht da die... Da haben wir es doch eh. Easy, Alter. Gebacken. Hier, gebackenes Fett. Wer hat Bock auf gebackenes Fett? Jetzt eine mit dem Steak, Alter. Eine mit dem Steak. Das brauchen wir gleich neu. Pauli, währenddessen unser Steak kocht, ruf ich im Vorstand an und sag: ein Schnitzel möchte ich. Nein, mit Tonnenzapfer, freilich mit Pommes, du Spaß. Schreibe ihm 3. Merci für die Mitgliedschaft, Bussi. Auf Anschein. Auf alle. Weißt du was? Auf das ganz unterste und auf das ganz oberste. Und vielleicht auf diesen damit. Schauen wir mal. Herr Braun, ja, ich sag deinen Gummi übrigens. Strife, habe die Ehre. Bürger und Chat, schöne Grüße aus der schönen Steiermark schon wieder. Sag ich, habe die Ehre aus dem gestungenen Landau. Na, ganz so schlimm ist es nicht. Leute, wenn ich irgendjemand bei der Donation übersehen will, es tut mir so leid. Vielen Dank. So, ist das jetzt verbrannt? Ja, wie schnell verbrennt denn das?
Kann man das noch wissen? Das ist nur gut. Feeling gut. 5-Sekunden-Regel. Feeling gut ist. Mag keinen Ton, mag ich hören. Was habe ich wieder verbrennen lassen, weil ich wieder irgendeinen Scheiß lese. Frittiertes Fett, das ist geil. Frittiertes Fett kannst du sagen, was du magst. Was jetzt eigentlich mit dem anderen Topf? Schauen wir dabei mal den anderen Topf an. Da ist ein Haufen Scheiß drin. Vor allem der Topf bleibt ja jetzt heiß, da müssen wir ein paar Minuten warten. Das wird uns nicht helfen. Da müssen wir ein paar Minuten warten. Und wenn der Topf heiß bleibt, dann ist immer alles gut. Da steht jetzt etwa 80 Grad gebacken. Da wird mir jetzt auch wahrscheinlich sauber warm, weil ich Fettbraun. Mr. Red Viper! Dann rufe ich noch mit dem Vorstand an, es hilft sowieso nicht. 555 Nase, ja, Viper, schreib's noch gleich mit dazu. Frag nicht so behindert, tu es einfach. Jetzt ist es wieder verbrennt! Wie viel am Boni? Wie viel am Boni? Ist wieder verbrennt. Ja, aber gibt's da keinen Zustand dazwischen? Alter, merci, Brudi, merci wieder Mitgliedschaft, dankeschön. Ja, da haben wir jetzt halt, da müssen wir noch mit zurück zur Kuh, das hilft uns nicht. Das kann man heißen, kann man es verbrennen, die heißen. Jetzt jetzt immer nicht oben. Jetzt machen wir mal den Gaskocher wieder aus. Ja. So. Die Frage ist jetzt, wie wir uns jetzt verhalten. Alter, der hat 200 Grad. Da muss ich das regeln, Alter. Ja, woher soll ich nie das wissen, Alter? Soll ich da quasi an mich auftreten, warten, bis er bei 100 Grad ist und dann wieder ausschalten, oder was? Außerdem, das beidelt mir ein paar mehr an den Tierstag an und dann rein ins Gesicht. Was soll ich machen, Alter? Ah, ist jetzt Zombie-Apokalypse, kein Wellnessurlaub. Was ist los mit dir? Herbert, du Zipfel Adam. Servus, sorry für die Verspätung, ja? Gerade noch. Habe Tritt an die Twitch Ultras und alle anderen, sind wir noch bei Zero Tipf. Herr Herbert, vergeht's gut. Ich hab natürlich gewusst, dass du noch nicht da bist und wenn du nicht da bist, zählt keiner Tipf. Doch, vorher hat jemand Tipf gezählt, mittlerweile haben wir 2, aber halt richtige. Und die haben es auch heiß, Alter. Ich weiß nicht, was ich mit denen tue, da habe ich doch jetzt ein Problem, wenn ich die jetzt wieder in mein Ding rein tue. Was passiert denn da jetzt, wenn ich das Fett jetzt da reinlege? Kann ich das mit Fett kombinieren? Das probieren wir jetzt aus. Probieren wir aus. Nein, man kann es nicht kombinieren. Warte mal, aber vielleicht umdreht. Nehmen wir mal das Fett in die Hand und kombinieren wir. Nein, man kann das Fett nicht mit dem verbrennten Rindersteak kombinieren. Die Frage ist, was passiert jetzt, wenn wir das verbrennte Rindersteak fressen? Herbert! Was? Das sehe ich nicht, was in Schweizer Franken. Da steht 19,69 €. Vergeht's gut, Alter. Das ist zu viel, du weißt das. Aber die Preise sagen, du bist lange nicht dabei. Herr Kulzer schon wieder! Fett tut der Lieb. Der Lieb brought das Fett aus, Alter. Fett plus Fleisch in den Topf. Geht das? Probieren wir. Die Frage ist, was passiert dann? Das mache ich aber jetzt maximal mit einem, weil die anderen heben wir uns wirklich auf. Jetzt pass auf, dann schalten wir wieder ein, oder was? Ich meine, das Ding hat er immer noch. Das hat er immer noch 100 Grad. Er schaltet mir noch mal ein, warte mal. Aktivieren nochmal. Ein bisschen dumm ist, dass wenn ich mit dem Maus. Jetzt hört auf! Pascal! Nenn die um. Entschuldigung. Ich schreibe da Boot. Ist das in Ordnung? Boot schreiben! Pascal, was da? Ja, seine Eltern haben es nicht besser gewusst. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Bussi. Ich gebe ihm ein Bussi von dir. Warum ich so behindert in Hörer reinschaue, weiß ich nicht. Wenn ich draußen schaue, dann schmerzen sie alle so in einem Handy. Ja, hallo, ja, aber die völlig geistig Behinderten, das klang schon. Schreibe ihm 5. Hab ich die Ehre. Gerade, dass du nicht in den Tormuschel schmerzen, die Spackos. Hab ich die Ehre. Pascal, merci für deine Mitgliedschaft. Bussi aufs Nussi. So, wie weit haben wir jetzt da? Ist immer noch bei 100 Grad. Gebacken 100 Grad. Übrig 95%, 78%. Was passiert jetzt da? Ein Stück Rindfleisch aus der Region. Ein Stück Rindfleisch aus der Region, nice. Mager und köstlich, wenn nicht, wenn richtig zubereitet. Was passiert jetzt da, Alter? Der hat jetzt wieder 200 Grad. Okay, jetzt schalten wir mal wieder aus. Weil ich glaube, dass das wurscht ist. Der hält ja die 200 Grad Zeitl. Das hat 90 Grad, das hat 90 Grad. Das ist regional und bio, ja, das sehe ich genauso. Corbo! Alter, ich sag's euch, was ist der Vorstand, ist schon wieder lästig, wie scheiße, wie du kriegst, du kriegst Babytröte. Ist das in Ordnung? Eine Babytröte für einen Corbo? Merci für die Mitgliedschaft, Busti aufs Nuss. Leute, dankeschön für eure Mitgliedschaft, I'm serious. Dankeschön, ab in den Chat, habe ich die Corbo, habe ich die Pascal, habe ich die Red Viper, habe ich die Paul, habe ich die Leo Luidl. Nein, Leo Luidl war du nicht, sagt's auch, habe ich die zum Leo. Ist ja wurscht, sagt's, habe ich die zu alle. Ab in den Chat. Ja, seh ich schon. So, soll jetzt da noch irgendwas passieren? Ich bin mir nicht sicher, Alter. Da passiert nichts. So, das ist.
Da passiert einem nichts. Ich glaube auch, ich glaub auch nicht, dass das besser wird. Sag ich, aber es ist. Also, wenn wir jetzt jetzt packelt man den Ofen wieder ein. Und dann nehmen wir da oben. Das sind 100 Grad im Rucksack hinten drin. Dann schmutzt man da ins Kreuz ohne. Das ist mir wurscht. Das ist mir wurscht. Fleisch, das Fett, da oben. Ja, dann werden wir gleich mal köstlichen. Ja, das werden wir uns gleich mal einverleiben. Schauen wir, was passiert. Schauen wir, was passiert. Der das Messer, der da oben. Und den scheiß Gaskocher. Der braucht wieder einen Platz, gell. Ja. Das ist gar nicht so einfach. Das ist alles gar nicht so einfach. Ich friss jetzt das verbrennte Steak! Hergeschenkt wird nix! Ja? Essen! Kann nicht so schlimm sein! Hab schon schlimmer verbrennte Sachen gefressen im Vollsuff. Kennst du das, wenn du deine Brotwürstel am Stecker ins Feuer einfallen, du so rotzen voll bist, das scheißegal ist und du kreist es einfach wieder aus, dann frisst das? Fresst mal! Schau mal, was passiert. Ich meine, man learn it the hard way, Alter. Learn it the hard way. Wenn wir jetzt krank werden, wovon sollen wir aber auch krank werden? Das ist aber knusprig, jetzt bist du her. Ja, knusprig, kross, eine bradelt, Alter. Eine bradelt. Nehmen wir das Messer mit, das ist echt wichtig. Das Teil, der wir da auf, das müssen wir wieder kombinieren. Zusammen kombinieren, jawohl, der Gaskocher Sepp ist am Start. Das andere verbrennte Steak, der haben wir da rein. Haben wir alles benannt. Brüder, dann haben wir alles benannt. Und jetzt kann mir jemand sagen, was wir jetzt denn? Gehen wir fischen, Alter. Jetzt gehen wir fischen, Alter. Fischi, bitch. Fischi. Ja, dann da ich vorschlagen. Was ist jetzt da? Nein, das tust du wieder da schieben auf da rein. Hacke, braucht man mir das Hacke eigentlich? Ja, braucht man, wenn wir sonst. Wenn wir jetzt noch eine Zweihand-Axt hätten anstatt einen Baseballschläger, dann kann man mal das Hacke da verschwinden lassen. Aber das brauchen wir ja jetzt dann auch, das Hacke, weil wir jetzt dann einen Stecker brauchen. Wie bauen wir unsere Angel? Also, soweit ich das noch weiß, so halbscheinlich irgendwie aus den Knochen kann man einen Angelhaken machen. Wie weiß der verdammte Teufel? Ja? Das weiß der Teufel, irgendwie kann man. So, jetzt nehmen wir mal ein so ein Stückel, das nehmen wir mal in Tint. Jetzt hau ich da einfach mal mit dem Messer drauf und schau, was passiert. Improvisierten Angelhaken herstellen. Brudi, easy Messer, easy Knochen, easy life. Ja? Der LeBron weiß einfach, was geschlagen hat, da gibst du mal so einen Keibeknochen, dann machen wir uns einen Angelhaken draus. Ja? So, jetzt pass ich am Obacht. Hau her denn schon! Wie groß ist denn der wieder? Du, ich glaube, ich hab gespimmt. Kommt das vielleicht vom verbrennten Steak? Das ist totaler Bullshit. Bullshit! Ich hab noch nie gespimmt nach dem verbrennten Steak! Zumindest nicht wegen dem Steak! Da waren andere Dinge im Spiel, aber was soll ich jetzt da? Ja, Multivitamintabletten haben schon alle geholfen. Her damit, haben wir uns mit Tabletten rein. Jawohl. So, easy life. Mit was können wir uns noch verarzten? Schauen wir mal, was wir dabei haben. Was haben wir da? Chlortabletten. Die zum Fressen hat auch noch nie geschaut. Nein, die haben wir natürlich nicht. Was haben wir da? Kodeintabletten. Das ist gegen Husten, hat's geheißen. Aber da, eine Kräuterting. Alter, wie er durch seine Masken durchspeit, Alter. Das ist nur geil gefiltert und die ganzen Breckerl bleiben dann da drin hängen. Das ist voll asozial. LeBron ist gar nicht so elitär und leger, wie er immer tut. Asozialer Teufel, du Asozialer. Los mit dir. Super. Kräutertinktur. Nützliches Hausmittel auf Alkoholbasis mit Kräuterextrakten. Desinfiziert Kratzer, Wunden und andere Dinge. Fuck! Darf ich da sagen? Was soll man da jetzt tun? Was kann man da jetzt tun dagegen? Ich mag mich nicht totspeien, ich mag nicht sterben. Kräuter auf Ex ist gut. Nexe? Wieso glaube ich dir nicht? Schreib, der Nexe 1955 schreibt Kräuter und auf Ex ist gut. Wenn der lustige, was ist denn das eigentlich? Hirsch, glaube ich, vorne um, oder? Wenn das lustige Hirsch-Symbol drauf ist und das eine kleine Flaschen ist mit einem orangen Logo, dann ja. Ein Kontermaß! Kim von Mettingen! Ja, weiß ich nicht, ich hab keine Ettinger gesucht, ich hab einfach bloß einen Angelhaken gebaut, lass mich in Ruhe. Brauchen wir die Knochen noch? Oder kann man aus Knochen noch irgendwelche tollen Sachen machen? Oder bauen wir uns jetzt da einfach mal 4 Angelhaken und die gelangen dann schon? 56 Kräuter, ja? Ja, das wird schon wieder werden, hast recht. Wer schreibt das? Da hat er sehr Servus schreibt, das wird schon wieder werden. Das wird schon wieder werden. Was haben wir jetzt deren? Oh, das hat sich gereimt. Hashtag Reimemonster, Bitch! Ab in den Chat. Kombinieren! Haust mir nur einen Angel. Was kann man da noch draus bauen eigentlich? Nix.
improvisierten Angelhaken herstellen. Ja, bauen wir mal 4 Angelhageln. Ja? Den wir umeinander hageln, das ist schon gut. Komm, bauen wir zumindest mal mindestens einen zweiten. Die restlichen scheiß Knochen, die schmeißt man weg. Ich meine, die braucht da bloß Platz, Schund, Anreidige. Das ist mir ein Angelhagel da rein, Angelhagel da rein. Und dann habe ich vorher gerade beim gelesen, wir brauchen jetzt 2 Sticks und 2 Seile. Unser Problem ist so ein bisschen, wo zur Hölle kriegen wir Seile her? Da müssen wir Gewand finden, das wir in Streifen schneiden und man, glaube ich, mal kann 2x6 Stofffetzen kombinieren, um ein Seil zu kriegen. Und ein Seil haben wir schon. Da machen wir uns doch auf die Suche, da ich sagen. Jetzt sitzen wir seit einer Viertelstunde in dieser Scheißbude her und ich hab den Spaß meines Lebens. Ich hab keine Ahnung, wo das auf einmal wieder herkommt. Daisy macht echt Laune. Frag mich nicht warum. Frag mich bitte nicht warum. Ich darf so gerne auf einem Server irgendwie ohne Leid spielen, weil das Spiel mittlerweile einfach irgendwie schon anstrengend genug ist, wenn es. Alter, was haben wir da gefunden? Wanderjacke. Die wird zusammengehäckselt, Alter. Unser Küchenmesser ist beschädigt. Ja, das hilft sowieso nicht. Stofffetzen herstellen, her mit die Stofffetzen. Her mit die Stofffetzen. Währenddessen trinken wir mal. Auf euch, da ich sagen. Köstliches Ambrosia. So, Stofffetzen am Start. Das heißt, wir brauchen definitiv mehr, weil wenn uns wieder irgendein Zombie schluckt, dann haben wir die Scheißen wieder da, wenn wir blüten. Haben wir die Scheißen wieder da? Verstehst? Tja, dann begeben wir uns doch mal in die Stadt hinein und schauen, was da so los ist. Erstmal rundum luren. Ich lurre. Look at me, I'm luring. Vielleicht sollte man aber vorher einmal auf die Karten noch schnell luren. Da luren wir jetzt schnell auf Karten, ob wir vielleicht ausmachen können, wo wir sind. Ja, das ist so halbscharig abgelegen und da haben 2 Buden. Ich vergiss hoffentlich wieder nicht, dass wir die Karten ausschalten. So, in Rogovo sind wir gestartet, Richtung Nordwesten, da auf, bla bla bla. Dann haben wir, da haben sogar 2 Kier angezeigt, schau hin. Da haben 2 Kier. Da haben wir eine davon, hier, Headshot, Bitch. Dann haben wir weitergelaufen und jetzt haben wir irgendwo da. Und ich glaube, ja, das da vielleicht. Oder? Oder das da? Ah ja, das da. Ich glaube eher das da. Ich glaube, da soll jetzt auch ein Schweindel geben, oder da kann es ein Schweindel geben. Da unten kann der Hirsch sein, da ist ein Jägerstand, da kann man auch mehr aufschauen. Und rechts daneben müsste der Art, ja, auch noch mal so ein Bauernhof sein. Und da schauen wir mal hin, vielleicht finden wir irgendwas nicht. Nee, so weit bist du noch nicht. Meinst du echt? Schreibt jemand, nee, so weit bist du nicht. Aber da haben wir die Kier erschossen, die haben sogar angezeigt, 2 Kier, und da waren auch 2 Kier. Und da sind wir weitergelaufen. Ich glaube schon, dass wir da sind. Müssen wir da irgendwas sein? Andere Gebäude gibt es da auf dem Weg nicht. Und der See ist bei den Kier hinten. Da kann man auf alle Fälle zum Fischen gehen an. Oder weiter im Norden, da ist auch noch was, aber dann nähert man uns halt schon wieder gewaltig nah dem Ding. Das mag ich eigentlich nicht so gerne. Da gehe ich lieber in den Wald rein und suche mir da irgendeinen See. Aber weit und breit gibt es keinen. Irgendwas fällt uns schon. Jetzt brauchen wir erstmal Stofffetzen, sonst können wir uns keine Angel bauen. Na? Machen wir die Scheiße da weg. Hey, stell dir vor. Press F for Respect. Ich hab nicht vergessen, dass wir die verdammte Karten ausschalten. Wer schreibt da? Oh, da haben wir wieder einen Veteranen. Pass auf, das Lare Dragel, so nenne ich die jetzt. Makellos, abgenutzt, beschädigt, demoliert, ruiniert. Ist quasi die Reihenfolge einer Beschädigung von irgendeinem Item in-game. Das heißt, das Messer ist noch nicht ganz kaputt, aber bald. Das ist eh einigermaßen schön durch Farben gekennzeichnet. Jetzt passen wir auf, eigentlich müssen wir da irgendwo rechts von uns so eine Art Bauernhof haben. Ja, das war schon richtig. Siehst du das? Siehst du? Sau Bulldog haben wir auch noch da! Ein Sau Bulldog haben wir auch noch da! Ah, Bulldog, das ist doch das, was die Leute sehen wollen. Da, Bulldog! Hashtag Best Game Ever! Bulldog, was ist das für ein Bulldog? Da wenn ich an meine grandiose Landi Karriere denke, dann schaut mich der an wie der Fiat, den wir am Anfang gehabt haben. Ah, der gute alte Fiat, bloß dass er rot ist und nicht orange. So. Schauen wir mal da rein, ich hab da irgendwas aneinander geguckt. Guckt da was aneinander. Leute, ich sag's euch. Ich weiß schon niemals stehen bleiben in Daisy, ich weiß eh. Ich fahr jetzt aber aus, Das ist ein echter Blatt. Das ist ein Ursus. Na, aber Hans wieder, was? Bürger kannst echt nicht laut her. Was? Bürger kannst echt nicht laut her. Ich weiß nicht, was du sagen willst. What the hell are you telling me? Oh, Bauernhof, Armstadt. Easy, oder? Easy. Landi wird erst wieder gespielt, wenn der 21er kommt. Dann wird so hart Landi gesuchtelt, so hart hat noch kein Mensch Landi gesuchtelt, oder? Aber die müssen dann halt irgendwann einmal bringen, die Zipfin Adam Zipfin. Was haben wir da? Ein Schleifstein. Ja, Alter.
Alter, kann man da seine Messer wieder schleifen? Pass auf, Schleifstein. Mit diesem Schleifstein lassen sich die Klingen von Waffen und Werkzeugen schärfen. Kann man schärfen. Wird dann das Messer wieder besser? Oh, wird das Messer wieder besser? Messer besser, Messer besser, Messer Wetzer besser. Reimemonster. War das vorher beschädigt oder war es schlimmer beschädigt? Ich weiß nicht mehr. Wird schon was gebracht haben. Was war's denn Oder da ist schon ein Haufen Zeug. Wo zur Hölle haben wir da? Stofffetzen braucht man. Angel müssen wir bauen. Eine Angel! Birko! Grüße in die Schwitz! Spendenaufruf für was für Bulldog-Reparatur? Ich glaube, da war's vorbei. Wobei, ich darf ohne Schein am Armen anfangen. Ich darf ohne Schein am Armen anfangen. Cowboy-Hut, Bitch. Sollen wir mal wieder wechseln? Mal wieder... Ja, leider Gottes haben wir immer noch so ein bisschen einen Grafikfehler, dass da so ein bisschen... Ja, das ist unser Bandana oder was auch immer das ist. Unser Gesichtsfotzenmasken. So ein bisschen, aber wir können unser Uschanka zerschneiden. Gibt es Uschanka her, da kriegen wir vielleicht ein paar Dinge raus. Uschanka kann man. Wieso kann man Uschanka nicht zerschneiden, oder? Kann man wieder nicht zerschneiden. Na, nicht das Messer wegwerfen, du Trottel. Uschanka wegschmeißen. Braune. Schauen wir weiter. Irgendwelche Stofffetzen, irgendwie abgenutzt, die findet man schon. Okay. Ja, da. Ein Daunenjacken. Abgenutzt. Oder die ist schwarz, die ist besser wie unsere. Kaban! Was Kaban? Dein Mom ist Kaban! Da, Daunenjacke, nimm's. Ja, Alter! Tan-Level unsichtbar, Alter! Invisible! Mal Kanton in Ehren! Easy! Nehmen wir mit! Hagel dazu! Und unser geschissene alte Hurensohnjacken! Die wir in der Hand erhalten jetzt wie ein Hurensohn. Was rede ich denn eigentlich? Du sollst das nicht einlegen, du sollst kombinieren, Alter. Was bist du denn? Warum hält denn das wie ein Behinderter? Schneidet das Ding jetzt auseinander. Du sollst nicht einlegen, also noch anschneiden! Bist du bummvoll? Was ist mit dir? Seit wann du denn das? Tu mir das Messer in den Tint, vielleicht geht's dann. Schau mal. Selbst rasieren. Ich mag mich nicht rasieren! Ich rasiere die gleich! Kombinieren. Na, machen wir nicht. Machen wir nicht, wieso geht das nicht? Kaban geht nicht. Mr. Nexe, dankeschön. Der hat mir jetzt wieder 4 Stunden lang verkackt. Ja, dann sucht man uns halt irgendein geschissenes T-Shirt. Zur Not hauen wir mit dem Baseballschläger uns raus. Wo gehen wir hin? Gehen wir hin, da haben wir hergekommen. Klebeband! Brauchen wir nicht. Braucht man nicht. Steckern brauchen wir da noch, das weiß ich. Da kann der Hirsch schon mal anlaufen übrigens, aber den brauchen wir momentan auch nicht, weil wir haben eine halbe die Kuh dabei. Wobei dort Hälfte hieß, weil Klebeband wichtig. Okay, chillen. Chillen, Alter! Chill! Nimm mich ja schon. Ich hab übrigens festgestellt, wir haben jetzt mit Nägeln liegen lassen und ich hab's nicht kapiert, ich Volldepp. Ich hab nicht gecheckt, dass er die am Bono überlegt, wenn ich die eingedroschen hab, das hab ich nicht umrissen. Wenn ihr sagt, das Klebeband ist wichtig, wir müssen sowieso die Steaks sowieso wegschmeißen, weil... Speien wir wieder. Alter, Escape from Tarkov war mir geil, Herr Neinhofer. Ja, Escape from Tarkov ist im Grunde auch ultra geiles Spiel, aber es ist mir einfach so, dieses Gunplay und dieses Movement in dem Space, das ist so clunky und das macht mich so hart aggressiv. Dass ich nicht so hundertprozentig weiß, ob ich mir das noch mehr antue. Ja, Klebeband, ich hab's dabei. Hallo Panzertape. Hallo, wie schaut's aus? Walheim halte ich für absolut überhyped, Alter. Walheim halte ich für absolut overhyped. Das ist dasselbe Spiel wie die anderen 85, die seit DayZ gekommen sind. Diese Survival Games und ein bisschen Bound Games und so. Irgendwie, um Gottes Willen, ja, ich mag's kaum schlecht schmerzen, der Bock auf das Spiel oder ein Spiel, um Gottes Willen. Aber für mich ist es halt einfach irgendwie so... da ist Stacheldraht übrigens gelegen, wo ich bis heute noch nicht weiß, was man damit tun kann, aber egal. Da habe ich irgendwie keinen Bock nicht drauf. Ich hab's mir sogar gekauft gehabt. Ich hab's nach einer Stunde wieder zurückgegeben. Weil ich mir denkt, so, Alter, warum, Alter? Vielleicht sollte man es im Stream mal eine Chance geben. Keine Ahnung, vielleicht macht es dann mehr Spaß. Ich weiß es auch nicht. Alter. Mit Stacheldraht kann man... Die redet schon wieder über Behinderte.
weil ich das ja sonst auch nicht tue. Mit Stacheldraht kannst du Basen bauen. Ja, das ist Schritt 2. Also ich habe also ein bisschen das Gefühl, der LeBron ist, man muss wissen, der ist natürlich untouchable. LeBron kann nicht sterben. LeBron ist undiable. Ich bin mir jetzt auch gar nicht so hundertprozentig sicher, wo wir wieder hinlaufen und wo unsere Reise dann eigentlich hingeht. Ich möchte mir jetzt gerne einfach einmal eine scheiß Angel bauen. Oh, da bist der Leberkastel. Welcome back. Oder Daisy ist heute alte Hassliebe. Ja, genau. Ja, es weckt da in mir so ein bisschen, wenn ich da so mal. Weißt du, das ist ja das, was ich an Hunter so geil. Oh, da hinten sind schon ein Haufen Zombies. Das heißt normalerweise nichts Gutes, Leute. Das heißt normalerweise nichts Gutes. Jetzt waren wir doch relativ weit weg. Außer dieses Gebiet seid ganz. Ich weiß jetzt auch nicht, wie wir uns verhalten sollen. Das ist so der nächste Schritt. Ja, ich habe einfach das, was mich in Daisy und in der Hunter zum Beispiel so, was so taugt, ist einfach, ich mag diese, es gibt selten so authentische Open Worlds, finde ich, wie da in Daisy. Das ist so real anfühlen. Was haben wir da gefunden, Alter? Dosenöffner, also hier haben wir ja schon. Brauchen wir mich nicht. Makellos? Makellos, Alter. Ich habe ein bisschen Angst, dass da jetzt ein Spieler irgendwann rauskommt. Ja, da habe ich überhaupt keinen Bock. Nicht ein bisschen Third Person über den Zaun schauen. Nee. Abgesehen davon, was ist denn? Da kriegst du nicht von jetzt auf. Ist gleich Ruhe. Gleich Ruhe haben wir gleich fertig. Oh, ist das berühmte Klavierhaus. Was haben wir da? Ja, schau hier. Tauschen. Zerschnipseln. Stofffetzen herstellen. Jawohl. Wir stehen mal offen da wie der letzte Idiot, Alter. Scheißegal. Kombinieren wir. Da haben wir jetzt 6. Und da haben wir 1. Ich kombiniere es jetzt noch nicht, weil wir immer noch Gefahr laufen können, dass uns jemand kratzt oder wir blüten und dann verblüht man dreckig, sondern einen Fetzen braucht man noch. Irgendwo. Ja, vielleicht kann man die. Ja, das ist wieder so ein scheiß Kaban. Kann man wieder nicht. Kann man nicht in Fetzen schneiden. Und dann glaube ich, kann man aus 2x6 so Stofffetzen ein Seil mal, ein improvisiertes Seil, und aus 2x Stöcken und 2x, was habe ich vorher gelesen? 2x Stöcke und 2x Seil ist gleich. Und Angelhaken ist gleich Angel. Und dann ist die Frage, was wir noch brauchen. Das war garantiert noch nicht alles sehen. Spaghetti! Somebody touch my Spaghetti! Lecker Spaghetti! Kann das Kursteak gleich wieder abhauen. Kannst gleich wieder abhauen, du verbrennt. Handschuhe! Finally, Alter! Handschuhe haben wir noch gar keine an! Schau hier! Und mir taugt das einfach so. Diese authentische Open World, ja, wie das alles ausschaut, da war Arma einfach schon immer gut. Das kommt ja von Arma, ich meine, Map Generous, glaube ich, ist. Oder sagen wir Assets aus Generous, ob jetzt Generous eine Arma 2 Map ist, weiß ich nicht mehr. Ich glaube schon, dass Generous auch extra für Daisy gemacht worden ist. Aber, schau hier, Wanderjackerl haben wir abgenutzt, die schneiden wir auseinander. Ich nicht den Tastensteckerl, du Arschloch! So. Und da das hat, glaube ich, auch damals ganz krass zu dem Erfolg beigetragen, weil sich eben diese Open World so authentisch anfühlt und das einfach passt hat. Ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. So, wir stellen jetzt das Seil her. Und das taugt mir einfach. Das da oben anlaufen gemütlich. Scheiß auf PvP. Satz mir nicht besser. Nicht falsch verstehen, aber das Gunplay in Daisy war schon immer irgendwie clunky und kacke. Seien wir uns ehrlich. Ja, ich find's natürlich geil, wenn das auf realistisch getrimmt ist mit Bullet Drop und den ganzen Scheiß, das macht ultra Bock. Aber nicht, wenn ich einen kompetitiven Shooter spielen möchte, so einen Arcade-Shooter halt einfach. Und da mag ich einfach überleben. Ich mag einfach überleben. Brudi, überleben. So, jetzt haben wir 2 mehr Soll. Und ist da noch eine Zündkerzen am Boden? Ja, da war eine Zündkerzen am Boden, aber ich weiß nicht, was ich damit soll. Was tue ich mit der? Die geben mir, Arbeitshandschuhe, nochmal. Makellos, wir haben unsere nicht beieinander. Makellos, da nehmen wir unsere nicht. Wow. Haben wir da. Brauchen wir einen Stecker. Brudi, brauchen wir einen Stecker. Wie viel Platz haben wir im Inventar? Da haben wir auch schon wieder so markant alle Türen offen. Also halt wirklich alle Türen offen, dass da halt auch schon jemand war. Ich weiß nicht, wann der Server-Restart ist.
auf dem Server, also auf dem Server da. Ah, hinten durch jeder gibt es auch noch was zum Looten, vielleicht. Oh, habe ich wieder einen Zombie-Schrein gehört. Haben schon gehört. Geh her. Hol dir deinen Nägelschläger ab. Hashtag Nägelschläger! Nippelschläger! Wo bist denn du hin? Wo ist er? Da rennt er schon wieder umeinander wie besoffen. Hauen voll, wenn du mich fragst. Oh nein, Voltbatterie liegt in der Kiste. Wo ist er? Oh ja. Da ist er. Shahi! Au! Hat er mich schon wieder kaut, der Wichser. Schlägeln? Die kann ich nicht laut vor dir. Sprenge! Das war Trap! So, jetzt bin ich fast gehauen! Was haben wir da? Oh, einen fetten Rucksack. Und jetzt tauscht man. Jetzt tauscht man. Jetzt ist die Zeit gekommen, Kinder. Jetzt ist die Zeit gekommen. Es ist gekommen. Weg damit. Wasserdichter Rucksack. Du kannst mir mal... da haben wir einfach mehr Platz. Ah, braucht man uns nicht so anscheißen. Da brauchen wir uns nicht so anscheißen, ne? Angeschissen haben wir uns ja noch nie nicht. Aber ein bisschen schon. Ein bisschen schon, gebe ich zu. Der Nippelschläger, den können wir lassen. Sprenge, das war für eine fiese Trap. Was gleich vorbeigehen. Was gleich vorbeigehen mit der Streamerei. Von so für Zeit. So, jetzt bei so was. So, Fettbatzen. Wieso ist denn da noch... Wieso ist denn da noch ein ungekochter Fettbatzen? Wo kommt denn der her? Wieso? Den haben wir einfach nicht gekocht, Alter. Jetzt haben wir da einen Boden liegen, Holzlappen. Jetzt haben wir einen riesen drum Rucksack hinter oben, am Feierroten, aber das ist mir schon... Alter! Du da! Sauber gleich mal eine Holzunde. Ein Seil plus ein langer Stock ist gleich Angel. Herr Nexe, herzlichen Dank. Das heißt, wir müssen jetzt einmal das Hacke rausziehen. Da tust du mal das Hacke raus. Dann haben wir sie in die Streicher da mit zusammen. Tust du mir die Streicher her. Busch zerschneiden. Ah, lecker Ninja-Boss. Level Sekiro. Und dann brauche ich aber einen langen Stock, oder? Ist das ein langer Stock? Das ist ein langer Stock. Das ist ein kurzer Stock. Wir kriegen einen langen Stock, oder? Und du bist schon in Viborg, falls du das noch nicht gelesen hast. Ja, ich glaube, ich bin so zwischen Pogoreszka oder was geheißen hat und Viborg irgendwo. Ich hab's schon gecheckt. Ja, das probieren wir jetzt einfach mal. Tauschen. Soll drauf. Zaunset herstellen. Man kann einen Zaun bauen? Brudi. Ich bin schon mittendrin. Herr Motzog, machen Sie mir keine Angst. Hau ich wieder ab. Brudi, da hau ich wieder ab. Da hau ich wieder ab. Ein Seil. Wir kriegen einen... Nexe, ich hab dich schon gelesen. Langer Steig, tut mir leid, ich wollte es nicht ausprobieren. Los, mich! wir kriegen einen langen Stock. Muss ein 1 größerer Busch sein. JC Daisy, merci dir. Kann ich da einen Baum auch umhacken, aber den sagt man wieder auf 8 Kilometer. Das mag ich nicht also komplett provozieren mag ich es auch nicht. Schauen wir mal, ob wir einen größeren Stauern finden. Das weiß ich auch da. Schauen wir erstmal, ob da irgendwas daherguckt. Nein. Schau mal, was ist denn der größere Stauern? Sowas da oder was? Ein Kickel! Den schlagen wir mit dem Hacki. Wo ist Hacki? Gib mir das Hacki. Kickel, Sepp! Da ist er! Heute der Teufel! Ah! Gockelmann! Warum muss ich in jedem Spiel Gockel? Oh Gott, ich sag mal, da ist ein Spieler vorne. Alter, jetzt hab ich einen kompletten Schlaganfall gekriegt. Ja, einen kompletten Herzinfarkt gekriegt. So ist es jetzt mit dem Gickel da. Also, den muss ich vor Ort schlachten und dingsen. Ja gut, machen wir. Ja, hau hier, gib mir einen Gickel her. Halten und vierteln, her damit. Press F in Gockelmann. Schauen wir ein bisschen rundum. Irgendwann kommt einfach ein Lee Bronze eine Stunde. Und dann frisst er einen Headshot von irgendwo. Alter, gib dir ein Hühnersteak, Alter. Alter, backel die ein. Alter, das kocht mir gleich auf. Wo ist der? Keine nix, da hocken wir uns jetzt einschupfen, gucken wir saures Händelfilet auf. Ah, so eine Hühnchenbrust. Geschmackig, Alter. Geschmackig, Alter. Jetzt pass auf. Da haben wir jetzt wieder das Drummernboni. Und das hört und sagt ja keiner. Was ist denn eigentlich in dem Topf drin, Alter? Da mehr. Da ist das ganze Essen drin, das ist ja kein Tauschen. Da der Fettbatzen. Jetzt haben wir ja mal einigermaßen Platz, damit wir da ein bisschen umeinander shiften können. Das ist ja nicht schlecht. So, und da haben wir das Fett rein. Jawohl, Alter, Fett. Saubere Gickel, Tipf. Ja, das heißt aber jetzt nicht mehr Hühnchenbrust. Ja, nur Kackbratzen sagen Hühnchenbrust, sondern aber jetzt ein Gickeltipf. So schaut's nämlich aus.
Wieso bin ich da in How to Gickel noch nicht draufgekommen? Weiß ich nicht, was ich mir denkt hab. Bürger, du Ahnungsloser! So, eingeschalten wird. Einschalten, ja. So, und dann beobachten wir und wie links mir wieder mit irgendwelchen Donations ab. Ich hau euch noch keinen Nosch. Hashtag Gickeltipf. Ab in den Chat, sonst gibt's eine Umdrehung. Mit den Gickeltipf. Stell dir vor, so richtig so geil. Okay, Bürger nicht schmerzen, schauen. Okay, Tipfel. Das Tipfel. Unser Tipfel, das hat geschmeidige 100 Grad. Ne, 100 Grad. Wie schaut's da aus? So, sobald das Ohr mit Farbe ändert, ziehe ich sofort aus dem Topf raus. Oder wenn wir beim Topf bei 200 Grad haben, schalte ich sofort aus. Okay, haben wir bei 70 Grad? 70 Grad. 200 Grad. Ausschalten. So, wird jetzt das da noch? Das probieren wir jetzt einfach aus, das weiß ich auch nicht. Aber es hat nur Sinn machen. Ich meine, das Ding hat ja eine Temperatur die ganze Zeit. Und 100 Grad, das sind auf alle Fälle mehr Grad wie der Gickelmann. Ah? Gickeltipp, so schaut der Chat schön aus. Wunderschöner Chat, Leute. Wunderschön. Ich liebe es. Sobald das Ding die Farbe ändert. Was ist jetzt mit dem Topf da? Ja, schaut mal, vielleicht geben wir ihm noch mal ein wenig einen Dampf. Geben wir ihm noch ein wenig einen Dampf. Machen Sie Dampf. Los. Ja, das ist schon bei 90 Grad. Ja, jetzt sind wir wieder bei 200 Grad. Ja, das ist schon in Ordnung. Also, bald das die Farbe ändert, ausschalten, außer mit dem Fleisch. Haben wir nämlich auch bloß noch eine halbe Gaskartuschen. Das ist da die kleine weiße Anzeige da oben. Ja, die Hälfte ist schon leer. Ah, unter der Hälfte schon. Man schaut da das an. Nee. Schau gern das an. Ich weiß auch nicht, wie ich mich verhalten soll. Vorher war das mit dem Fleisch war auch so komisch. Da war ich blub und verbrennt. Ja, wann ist denn durch einfach? Gibt's da nichts zwischen raw und kaputt? Was haben wir da wieder? Hier wird! Was wir ab? Halt dein Fuß. Hab! Herbert, merci! Ich muss jetzt aufpassen! Geht das so oder geht's nicht? Ich meine, jetzt ist der Gickelsepp bei 90 Grad. Oder muss ich da auf Temperatur schauen? Sobald es bei 100 Grad ist, dann passt's. Jetzt probieren wir aus. Jetzt schalten wir noch mehr ein. Tust du ihm noch mehr ein? Nochmal etwa 200 Grad, ja. Nicht mehr schön aktualisieren. Weil das Pop-Up, das da aufgeht, das aktualisiert sich offensichtlich nicht, solange ich mit der Maus drüber bleibe. Was ein bisschen dumm ist natürlich. Ja, nicht absolut dumm. Dumm. Jetzt ändert deine Farbe. Was ist los mit dir? Man kann nicht ein Gickel-Tape kommen. Ich weiß nicht, wo das jetzt hingewandert ist, aber das ist gebacken, das schaut gut aus. Das ist auch gebacken. Auch gebacken. Brudi. So. Scheiß Rinderbatzen, den schmeißen wir weg. Den einen Topf, der wir teuer. Den anderen Topf, der wir teuer. Oder ist das ein großer Topf? Kochtopf? Campingkocher. Der hat 12 Platz. Der hat auch 12 Platz. Wo ist der verkackte Unterschied, Alter? Dass der das Ding unten drauf hat, oder? Ja, wird wurscht sein. Machen wir so. Ja, schichten wir sauber ein. Sauberes Schichtfleisch. Ah, muss man wissen. Hashtag Sternekoch-Bitch. Wenigstens einer kennt's. Na, 4 Leute kennen's. Sternekoch-Bitch! So, jetzt pass auf. Jetzt kriegen wir einen scheiß Gaskocher nicht mehr rein. Doch, kriegen wir noch einen. Passt. Weil wir den auch nicht da herum brauchen. Aber was brauchen wir da eher zur Hand? Ich weiß auch nicht. Diese scheiß Anordnung da in diesem scheiß Ding da, ey. So, Werkzeug da auf, das, wo wir ständig brauchen. Der Rest in Schulon oben, was weiß ich nie. Ein langer Stecker brauche ich! Tu den Topf jetzt weg, was ist los mit dir? Du besoffener Müssen wir überhaupt was essen? Nein, müssen wir nicht. Einen Stecker brauche ich, einen langen! Oh, Hans Wurscht. Da, hau den. Oh, das ist ein großer Stor, den hauen wir um. Ein großer Stor, was reden hier eigentlich für einen kompletten behinderten Scheiß. Langer Stock! Und den wir jetzt mal tauschen. Nehmen wir in die Hand, dann verstecken wir uns gleich mal wieder. Gehen wir da einer so. Schließen. Hioka, Angel bauen. Angel. I'm the Fishing Pro. Okay? Fishing Pro. Pass auf, du bist im PvP-Gebiet. Aufpasse. Okay, wir bauen jetzt eine Angel und dann gehen wir heim. Kombinieren. Improvisiert die Angel herstellen. Wir bauen jetzt die Angel und verpissen wir uns. Okay? Okay. Kriegen wir hin. Scheiß PvP-Gebiet. Kruzifix. Mocker PvP mal. Los mich.
So, wo ist die Angel? Da ist einfache Angelroute. Okay. Hagel. Hagel auch nicht? So, ich werde einen Köder auch brauchen, nehme ich an, oder? Scheiße, wir nehmen die jetzt mit. Weil die kriege ich ja doch gar nirgends eine. Doch, die kriege ich schon eine. Müssen wir bloß schlau stehen. Machen wir jetzt so. Ja, das passt da. Dann stecken wir die da so in den Rucksack rein. Ja, easy live, oder? So. Orientierung. Orientierung, Kinder. Schauen wir mal. Dann machen wir uns mal Karten auf. So, ihr sagt, ich bin schon in Wibor. Ich bin da schon herin, oder? Ich bin wahrscheinlich genau da. Ah, da ist halt, ja, Klavierhaus. Sagt man das berühmte Klavierhaus. Das heißt, wir verpissen uns sofort wieder nach Südwesten runter. Oder eigentlich war da direkt der See, gell? Sollen wir in dem See da herin angeln gehen? Sollen wir das machen? Seit wann hat der einen anderen Rucksack? Habe ich gerade gefunden, Alter. Wir könnten eigentlich da herin fischen gehen. War aber risky. Ja, es war risky fishing. Oder kommen wir in Flüssen angeln? Kommen wir in einem Fluss drin, also im Bachal da herin, kommen wir da fischen drin? Müssen wir eigentlich auch gehen, oder? Denke ich schon. Einen Köder brauchen wir noch. Du hast die Angel nur auf 1. Nein, hab ich nicht. Das ist mein Baseballschläger. Das ist mein Basie, Alter. Mein Basie. So, jetzt brauchen wir einen Köder, oder nicht? Vielleicht kannst du am See jemanden erschießen. Ich mag keinen erschießen. Ich bin ein netter Kerl, ich bin der LeBron, Alter. Ich will angeln. Weniger ballern, mehr angeln. Ne? So. Angeln ist ein falsches Wort einfach. Das ist aber eine Fischen im Bach! Ja? In dreckletten Suppen aus, was weiß ich, einen 8-kipferten Fisch auszuziehen. Und was tun wir mit dem? Wir haben halt der LeBron. Natürlich frisst man erst einmal, bevor wir Fragen stellen. Und dann steckt man den Rest dabei, du. Mach erst mal die Basis. Was? Die Basis auf Nummer 1. Ich hab die Basis auf Nummer 1. Da, Basie. Drück ich die 1, das ist die Basie auf 1, alle. Hä? Basie auf 1. Der LeBron ist lieb. Ruhe ist jetzt. Wir verpissen uns jetzt in den Südwesten. Ha? So, jetzt pass auf, wo ist Südwesten? Brudi, wo ist Südwesten? Aussehen straight ab vom Hof. Ab vom Hof. So, und Gas. Oh, der Zombie nehmen wir mit, vielleicht hat er Spaghetti. Hey, was ist Spaghetti? Was ist du im Kopf, Alter? Was ist los mit dir? Gefällt mir immer wieder. Ja, scheiß Batterie, die kannst du in deinen Osche und vielleicht vibrierst dann, was meinst du? Fishing Simulator à la Bierger, ja, das wird super. So, ich gerade gemeint, da vorne ist gerade was ziemlich schnell von rechts nach links gelaufen, oder? Das war, ja, das hat mich damals schon genervt. Die umeinander fliegenden Bladel da. Wie oft das mit die schon getrollt haben, weiß ich nicht. Da ist noch eine Oma, die nehmen wir auch noch mit. Gib ihm, Alter! Gib der Oma, Alter! Was hat denn die anderen überhaupt auf den Schellern gehabt? Die war, glaube ich, wieder handvoll. Ja. Au! Klebeband. Klebeband! Das Wichtige hat's geheißen, ich weiß nicht für was, aber egal. So, jetzt probieren wir einfach mal das Fischen ohne Köder. Wer weiß, ob man einen Köder braucht, das werden wir herausfinden. Jetzt verpissen wir uns erst einmal. Phase 1, verpissen, Alter. Verpissen, Alter. Wo ist Südwest? Ja, das ist, nein, das ist Nordwest. Birger, du bist schon wieder ganz, was weiß ich, was du schon wieder tust. Gehen wir erstmal da durch. So. Mir geht's. Aber ich glaube, das ist schon die richtige, so Nordwest so. Dann rennen wir jetzt einmal da oben in die Steine, dann sagt uns vielleicht auch keiner. Machen wir mal eine First Person, das ist so für angenehmer. Ja genau, da ist der Riesendrum See und da folgen wir jetzt einfach dem Bachel. Da folgen wir dem Bachel, da rennen wir jetzt einmal da 500 Meter in den Hafen rein. Und dann werde ich da mein kleines Hackerl einmal ein wenig ins Wasser halten und einmal schauen, was passiert, ne? Ja, der Österreicher kickt, Alter. Feuer wird voll! Lang nicht mehr gesehen, Alter! Einen guten Kapfer mit 30 Kilo auszufischen. Das ist der Plan, Alter. Das ist der Plan. Merci dir. Austrian, Dankeschön für den Fünfer. Das Spiel denkt ja entweder Kochlevel roh oder Ethanitplatten. Ja, ich weiß nicht, was da war. Da war keine Stufen dazwischen. Bei den Rindersteaks. So von zwischen roh und Ethanitplatten. Da gab es keinen dazwischen. Ah, der Gaskocher versteht keinen Spaß. Es ist wie am Festival, wenn du einschläfst in deinem Suri und dann unterm Pavillon. Jetzt reißt er dann deine Dosen Ravioli und dann war es halt für das restliche Wochenende mit unterm Pavillon sitzen. Alles schon gehabt, alles schon passiert. True Story, Bro. So, jetzt pass auf. Den haben wir den geschissenen Dings da weg. Jetzt schauen wir mal nochmal schnell, in welche Richtung das wir laufen. Ja, eigentlich straight Westen. Ah, da können wir uns jetzt da mal in Stein rein. Das kann man eigentlich jetzt lassen. Dann schauen wir nochmal auf Karten, wo wir jetzt eigentlich einmal angelaufen sind. Ja, wir laufen mal straight nach Westen. Also,
Das ist ein bisschen schwer, doppelt spiegelverkehrt in die Richtung. Ja. Und dann haben wir da den Fluss da entlang. Und da müssen da, was ist denn die blaue Linie da? Das war also die dunkelblaue Linie, die königsblaue Linie, ja, wie man vielleicht auch mal schnell sagen kann. Ist es ein Feldweg oder was ist denn das? Auf alle Fälle läuft der Fluss da ziemlich weit und da können wir auch weiter uns bewegen, glaube ich. Aber da vorne ist schon wieder so ein Military-Gebiet, da mag ich eigentlich nicht hin. Wir gehen jetzt da mal irgendwo in das Ding rein. Wo ist ein PvP-Gebiet? Kann man mal das irgendetwas sagen? Ist im Norden alles PvP-Gebiet, weil dann haben wir halt. Und der dunkelblau ist Wanderweg. Okay. Blau ist Wanderweg. Okay, merci. Hab mir schon fast sowas gedacht. Muss ja irgendwas sein. Alles ist PvP. Ja, Grund ist eh klar. Alles rund um Airfield. Ja, das ist mir auch, ja. Deswegen, ich meine, wenn ich direkt ins Airfield reingehe, dann weiß ich, was geschlagen hat. Ja, dann weiß ich, was passiert. Die Frage ist, wie wir uns da irgendwo da aufverschleichen oder da aufverschleichen, also ich weiß es ja auch nicht. Ja, dann halten wir uns lieber Südwest irgendwo da auf. Das heißt, dem Bachal nachher und dann Südober nach Muschkino. Sollen wir das als Ziel festlegen? Oder was meint ihr? Da ist aber auch wieder wirklich hinterm Berg, da sage ich schon wieder Military-Gebiet oder halt zumindest Waffengebiet, ich weiß es auch nicht. Du musst aus dem Boden mit dem Messer Würmer rausgraben als Köder. Ein Muschkino ist praktisch ein Porno. Ab zur Musch. PvP ist Airstrip in Militär. Das weiß ich noch. Das war auch damals schon so. Ist eh klar, da gibt es die fetten Waffen und was weiß ich. Aber es gibt ja einen Haufen so Militärstationen rund ums Airfield mit dahinter da. Das ist aber allerdings, nein, das habe ich damals nicht gehabt, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Irgendwo, da ist ja alles PvP. Das ist alles PvP. Ich mag kein PvP, ich mag einfach nur überleben. Wir haben jetzt genau da. Und da ich sagen, bewegen wir uns wieder südlich nach Pustoschka. Ja? Pustoschka und um Gottes Willen, wenn der Russe meines Vertrauens da ist, bitte korrigier mich. Irgendwo zwischen Pustoschka und Mischkino. Ja? Und im Mischkino ist übrigens auch ein See. Aber das ist nicht wurscht, weil wir aus dem Bach rausfischen. So schaut's aus. Aus dem Bach rausfischen! Bust zerschneiden, schmeißen. Jetzt tun wir mal die Gatte. Jetzt probieren wir mal, wie das steht dann schon was mit dem Fischen beginnen. Das wird halt einfach nichts beißen, dann nehme ich an. Oder? Oder gibt's. Oh, Karten, Entschuldigung. Scheiße. Hab ich vergessen. Ja! Map! So, der haben wir doch erstmal, dringe ich erstmal auf euch. Wenn der LeBron so lange braucht zum Zusammenfalten, was soll ich machen? Schau einfach, dass du dich von großen Städten fernhältst und von Militärloot, dann bist du safe. Ja. Ja, okay. Gut. Muss ich leider noch mehr auf Karten gehen. Gut. Pustoschka schon als große Stadt. Ich würde jetzt so sagen mittelgroß, oder? Aber da gibt es keine interessanten Gebäude drin. Ich sehe keine Polizeistation, ich sehe ein paar Bars. Und das einzige interessante Gebäude ist vielleicht das Einkaufszentrum für Essen und so und der Brunnen. Ja, aber es gibt nicht jetzt so direkt irgendwie super tolle Sachen, keine Ahnung. Gehen wir Bauerndörfer ab, das glaube ich ist gescheiter. Da, Leute, da hier Mischkino, da ist unser Weder, da wohnen wir. Ah, da gehen wir jetzt da weiter. Vielleicht gehen wir kurz mal durch Pustoschka durch, da schauen wir mal. Kriegen wir schon hin. So, jetzt graben wir mal mit dem Schwert, hätte ich fast gesagt. Graben wir jetzt mal einen Köder aus. Wie geht denn das? Weil wo? Selbst rasieren, das hilft mir nicht weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie ich mich verhalten soll. Wo kratze ich denn den Wurm aus? Der muss ja einfach im Boden drin sein irgendwo. So, wo er halt so normal ist, so ein Wurm. Ja? Der Wurm von Welt, muss man wissen, der versteckt sich in der Regel im Boden drin. Warum ist im Maßkrug kein Bier? Was für ein... Erstens, diese Frage kommt oft. Warum trinkst du kein Bier? Erstens, weil ich mich nicht hersitze, weil ich es ehrlich gesagt ziemlich astlich sogar finde, in meinem Blödelstream Bier zum Saufen, weil ich es einfach nicht mag. Zweitens, wer sagt, dass da kein Wodka Gorbatschow nicht drin ist? Manchmal ist auch eine Klosterfrau Melissengeist drin.
Komm vorher. Und das drum gebläht. Und drittens hat eigentlich Twitch etc. mal ein ziemliches Problem gehabt mit Alkohol in der Öffentlichkeit, weil Amerikaner und so. Und das Risiko wegen einer scheiß halbe Bier gehe ich nicht ein, dass mir wieder aus dem Leben striken. So, jetzt war es ganz geil, wenn mir... Probier das nicht geschliffene Messer. Was? Probier das nicht geschliffene... Okay, probieren wir das. Dann steht auch bloß hinter mir links halten, dass ich mich rasieren kann. Ah, oh, ich muss bloß ganz senkrecht im Boden schauen. Haben wir es schon hier. Würmer ausgraben, kramst du mal ein paar Würmer aus. Habe ich da jetzt schon einen Wurm gekriegt, oder? Habe ich da jetzt einen Wurm gekriegt? Oh. Oh, ist jetzt hier, oder was? Demoliert. Ah. Ich weiß nicht, probieren wir es mal mit dem richtigen Messer. Na, geht irgendwie nicht. Geht irgendwie nicht, gehen wir mal still weiter. Oder was ist denn jetzt wieder kaputt? Was ist denn jetzt kaputt? Was ist denn hier? Na, das hätte ja einen kompletten Schlaganfall gekriegt, gell? Wenn der liebe Ron dann dreckig da... Ja, halt, ich hab's gehalten, hast du das gerade selber gesehen, es hat aufeinander gespackt. Das geht nicht. Ich halte. Ich versuche zu halten, aber es geht nicht. Geht nicht. Ja, die Erfahrung, die ist einfach noch nicht so da. Oh, das wird schon. Halten Sie mehr. Game kaputt. Das neue Messer. Probieren wir das andere Messer. Okay. Und tut mir ja Würmer lassen, ne? Oh, geben Sie mir mal den Mr. Regenwurm, den hängen wir da zusammen in den Hagel und dann gibt die Verein raus und sagt und dann sagen wir mir zum Verein Brutzel, Brutzel und dann machen wir und ich sag Sterne kocht, Pitch und alle sind zufrieden. That's the way it is. Oh, ein Wurm! Regenwurm! Der makellose Regenwurm. Press F. Du weißt es. Press F. Ohne F fangen wir nichts. Wie hänge ich den da jetzt ohne? Nehmen wir jetzt mal ins Taschel. Begülten. Machen wir nicht. Nehmen wir Taschen. Können wir kombinieren hier. Geht auch nicht. Das ist einzig unkompatibel. Die Steuerung ist einfach unkompatibel. Kannst du sagen, was du magst? Haken in die Haken. Achso, okay, das macht Sinn. Das macht sogar einigermaßen Sinn bei der Macht. Da gehen wir jetzt mal her, mal so mal. Ah. Improvisierten Angelköder. Crafty Craft Mac Craft. Knochenangelköder herstellen. Hammer, Knochenangelköder herstellen. Man kann es schon ein bisschen übertreiben mit dem Detailgrad, gell? So. So, Wurmi ist dran. Mit dem Fischen beginnen. Trinken, nicht halten. Fischen neu. Fischen. Fischen. Schaust du? Ah, wie merke ich jetzt, dass da irgendwas dran ist? Okay, ich muss so lange warten, bis was dran ist, oder wie? Also eine hängen tut es auf alle Fälle. Keine Ahnung. Und dann ist da einfach ein Fisch dran, oder wie sehen das? Was ist das jetzt? Okay, nochmal. 555 Nase, merci für dein Zwickel. germandaisy.de/lexikon/entry/109 Klebeband. Ja, aber was soll ich denn damit? Was? Fischi! Was haben wir da? Ein Kapfer! Mit einem Kilo! Brudi. Gib dir, Brudi. Schau, Alter, das ist voll das Brackel! Den krieg ich in den Rucksack ein! Brackelviech, Alter! Schau dir noch. Brackelviech. Das ist, der ist Brackel. Schau dir noch. Wen nennt man? Karl der Karpfen! Der ist feucht. Gleich mal umgesteckt, was? Sind sehr angeschissenes Bloßmaul. Weißt du, für sowas wie Next Strike, aber wenn man einmal als N-Wort ausrutscht, dann ist hier Achterbahn, Freunde. Was läuft falsch in der Welt? Da fischen wir uns jetzt noch einen raus. Weißt du warum? Weil mich jetzt interessiert, ob die unterschiedliche Qualitäten haben. Können die unterschiedliche Kilogramm-Dinger haben? Gibt es überhaupt unterschiedliche... Was?
Ist der Wurmi, der Wurmi kann natürlich jetzt weg sein, das stimmt. Ah, scheiße, stimmt. Müssen wir wieder Wurmi. Ah, dann müssen wir einen Wurmi rausholen. Wurmi weg, Wurm. Hopp, und rausgekommen. Außer mit dem Wurm kriegen wir hin. Nehmen doch Hans-Josef. Dann nehmen wir Hans-Josef. Wir werden zerstückeln. Den guten Hans-Josef, Alter. Den werden wir zerstückeln. Ja? Ich habe noch nie einen Kapfer gemacht. Habe ich noch nie gemacht. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das auf Anhieb macht. Das heißt, mit Schuppen runtertreschen, nehme ich an, dann sauber durchfiletiert, ne? Oder tut man das beim Kapfer? Ich weiß nicht, ich sag das, wie es ist. Ich habe noch nie einen Kapfer gemacht. Oh, der Wurmi? Nehmen wir mal einen Wurmi mit. Ja, der lebt da, oder da kann man uns gleich zuwerfen. Kapfer schmeckt nicht recht. Das hat mein Pap auch immer gesagt. Ein Kapfer schaut gut aus, aber er schmeckt nicht so. Das ist nicht so. Und je größer er ist, desto schlechter ist er. Hat's geheißen, irgendwie, keine Ahnung. Ma, hast mein Dono übersehen, du Nullaug. Okay! Wo? Kannst die? Auf einen guten Fang! Vergessen wir den Zwiebeln 21. Ist schon passiert. Okay! Also aus dir kennt ja wahrscheinlich der Wiener werden. Lieber nicht. Die Wiener sind bei euch, aber so habe ich so das Gefühl, ein bisschen wie bei uns die Mingerer. So die eine Seite hasst die andere, aber irgendwie passt schon. Das ist schlimm. Weißt du, was ist? Merci dir. Es tut mir so leid, wenn ich jemanden übersehe, aber ich muss da einmal blädeln. Ich muss da einmal was tun, wenn mir geht. Das ist eigentlich ja. Sitze ich da, Fische wegen aneinander. Passt schon. Fischi. So, Angelkette, da fischen wir uns noch raus. Da tun wir gar nicht lange, da fischen wir uns noch raus. Dann nehmen wir die Gattentent, dann nimmst du den Hagelsepp. So, mit dem Wurmi dran. Der Wurmi Sepp, Angeln beginnen. Außer mit dem Kapfer jetzt da. Mich würde interessieren, ob es verschiedene Fische gibt, in verschiedenen Größen. Und da ist ja also ein Prozentbalken drunter und der war jetzt so halbert, so irgendwie bei, was weiß ich, wie viel Prozent. Der Fischi! Schon wieder Kapfer, schon wieder Kilo, übrig 64%. Und der hat 51%. Okay. Und er ist natürlich feucht. Das ist wichtig. Das war irgendwie seltsam, wenn der verdammte Kapfer nicht feucht war. Weil ich weiß nicht, was soll denn sonst sein? Was soll ich jetzt da sagen dazu? So, im Topf haben wir einen Haufen Scheißdreck drin und der haben den Kapfer jetzt hier, ich hab keinen Platz mehr. Ich weiß auch nicht, wo wir den Kapfer jetzt hier. Wurmi mit Wurm. Können wir noch irgendwas weg da? Ich hab doch keine Ahnung. Dann machen wir jetzt mal so. Kriegen wir nicht auf Zeiten, da kriegen wir auf Zeiten, da geht da der Fisch rein. Geht der Fisch da rein? Nein, 6 brauchen wir. Machen wir so. Das ist doof, ey. Wo mein Topf da steht. Das ist ganz einfach. Ess was, du hast Hunger, ich bin schon dabei. Jetzt machen wir uns ein Fischi, Alter. Jetzt machen wir ein Fischi. Was unter den Hut? Kann man eigentlich nicht in den Cowboy-Hut einen Angelhaken reinstecken? Das geht nur in den anderen, gell? Da hätten wir das mal da. Hätten wir das da mit da sollen. Fix mir Deppen. So, den anderen Wurm, den hagelt man jetzt da gleich mal auf. Gleich mal aufgehagelt! Und dann der Fisch liegt einfach am Boden und den bradelt man jetzt sauber auf und dann geht's schon. Ja, so schnell verhungert man nicht. Ja, chillt's mal, jetzt müssen wir erstmal Inventarmanagement betreiben. Ein bisschen Inventarmanagement, ja bitte, danke. So. Wie kriegen wir jetzt den Fisch da ein? Jetzt pass auf. Brauchen wir eigentlich das Seil noch? Das Seil brauchen wir eigentlich. Schmeiß das Seil weg, schmeiß das Seil rein. Da machen wir so. So, 6, da haben wir schon einen Kapfer da. Jetzt müssen wir nur noch schauen, muss man den irgendwie slingen? Warte mal, nehmen wir mal das Messer. Werden durch wieder. Löwenzeit, merci dir. Das ist nicht der Fisch, das ist der Hans-Josef. Stimmt, hab ich vergessen. Das eine ist der Hans-Josef und der andere ist der Josef Hans. Sag's dir mal. Wenn man sich täuschen kann. Wo ist denn das Messer? Du hast das Messer her. So, das machen wir mit dem sauberen Messer. Sauber auffiletiert. So, Knochen, Angelköder, Karpfen. Ausnehmen und zubereiten. Bleiben wir drauf. Ja, hier, Karpfen sauber auseinandersäumen. Das glaube ich kannte ich sogar noch. Ja, den Fisch ausnehmen und herrichten und so. Aber lernt der Pap? Nee. Lernt der Pap, da geht der Pap mit dir zum Fischen und sagt er, scheiß deine Hosen, schneid den Fisch auf und fahr rein mit dem Finger. Ne? So hier, über seine Alten. Und dann haust du den Scheiß. Das bitte nicht bei deiner Alten. Was haben wir jetzt da? Karpfenfilet. Oh ja, das Karpfenfilet ist größer. Oh, das sind zweimal riesen Trümmer, Alter. Was soll ich machen? Ich weiß nicht, wo man das hier soll. Der arme Fisch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Der arme Fisch. Was soll ich machen? Das ist ein guter. Oh, den kocht man auf der Stelle. Bruder, den kocht man auf der Stelle. Stell den Gaskohl hin. Dann stellst du den Topf auf. Ah, Hashtag Topf auf. Dann Hähnchenfilet, außer mit dem Schund. Kapfer eine.
Den kocht man auf, den fressen wir zusammen. Da kenne ich nix. Seil, nix Seil. Kochen! Checkoff, kochen! Ah, easy. So, das können wir da warten. Ja, ist ja drum Lappel. Ja. Aber der Fisch, der wird schon groß, so, wenn du ihn auseinander nimmst. Reparier mal deine Schuhe und deinen Rucksack. Aber wie? Also geht das mit dem Panzertape? Irgendwann, da braucht man so ein Sewing-Kit. So wie früher halt. So good old times. Probieren wir aus. Ah, nein, erst einmal müssen wir warten, dass uns nicht der verdammte Kapfer verbrennt. So nicht. Brudi, Kettenhund. Welcome to the Squad. Wieder ablenken, währenddessen nie kocht, damit man der gute Kapfer verbrennt. Der gute Hans-Josef. Wie kannst du nur? Bruder, Kettenhund, vergesst nicht für die Mitgliedschaft. Danke dir. Welcome to the Squad. Ab in den Chat habe ich Herr Kettenhund. Wir müssen jetzt aufpassen. Lenkt's mir nicht ab. Kruzifix. Herr Austrian Howdy. Fischelt die Food oder fudelt der Fisch? Das sind die real questions. Mach Wasser in den Topf, dann brauchst du kein Fett. Jetzt habe ich es checkt. Nein, nicht das Seil nehmen, du sollst. Deswegen verbrennt auch es. Ist das wirklich so detailliert gemacht, dass ich wirklich drauf schauen muss, dass ich da jetzt ein Wasser rein tun muss, sonst verbrennt der Kapfer von roh auf verbrennt. You fucking serious? Ja, gut. So, Phase 1. Phase 1, geh an den See hin. Jetzt wird es wieder finster, ne? Auffüllen. Wasser rein, Wasser rein. Jetzt weiß ich auch, was ihr gemeint habt, warum ich da ein Fett dazulegen soll. Brudi. Ja, haben wir halt Hans-Josef, Press F. Press F for Respect für den Hans-Josef. Gut, dass wir seinen kleinen Bruder auch noch rausgefischt haben. Dann machen wir halt den! Dann machen wir halt einfach den! Scheiße, der Hund drauf, warum liegt denn eigentlich ein Hagel mit einem Wurm am Boden? Machen wir, wie das Soll wieder aufklappt, das weiß alles kein Mensch. Das sind alles Fragen über Fragen, Kinder, die stellen wir uns dann, wenn wir erwachsen sind. So, Fischi. Fischi in die Hand, Messer drauf. Kombinieren, ausnehmen und zubereiten. So, kriegen wir schon. Wie ist das mit dem Wasser im Topf, mit dem Platz drin, also mit dem Inventar im Campingkocher? Werden wir gleich sehen. Okay. Aber es steht dort, wenn ich mit dem Mauszeiger drüber gehe, das Ding hat etwa 100 Grad und Wasser drin. Das heißt, da lege ich jetzt einfach den Fisch da rein, der Platz wird deswegen nicht weniger und schalte wieder ein. Ja? Campingkocher einschalten. Ja? Dann grillen wir oder kocht man seinen kleinen Bruder. Ich meine, irgendjemand muss am Anfang einmal herhalten, das hilft er sowieso nicht. Und dann schauen wir weiter. So. Ich darf nicht das Wasser aus dem Wein nehmen, weil es dreckig ist. Verdammte Scheiße, das stimmt. Ja, das passt schon, haben wir Multivitamintabletten, die nimmbar. Ja, die haben total OP. Scheißegal, frisst man vorher Vitamintabletten, dann haben wir safe. Haben wir safe. So, wie schaut es jetzt da aus drin? Oh, haben wir schon bei 90 Grad schon. Ich meine, das Wasser, das kocht so schnell wie der Teufel, so schnell schaust du gar nicht. Gibt es den Status Wasser kochend? Oder bleibt der Wasser und wenn es über 100 Grad hat, dann kocht es halt? So, das ist immer noch roh. Na, er ist feucht und roh. Birger, sag's einfach nicht. Sag's einfach nicht, Birger, nein! Stop it! Schnauzen. Gekocht, Alter! Easy life, Brudi! Das Problem ist halt so ein bisschen, dass uns jetzt dann der Gaskocher ausgeht. Aber wir haben auch so viel zum Fressen, dass kein Mensch nicht weiß, wo das hin soll. So, jetzt mal so was. Das tun wir jetzt wieder, jetzt sind wir schade. Schade nochmal Press F für den Hans-Josef, der da leider jetzt verkokelt umeinander liegen muss. Das wird uns nicht helfen. Es tut mir wirklich leid, aber jetzt probieren wir. Jetzt probieren wir, dass wir in Tint Karpfenfilet ein ins Gesicht. So, essen, halten. Knusprig ist auch easy live, oder? Oh, schau hier, das gibt sogar Flüssigkeit. Rechts unten die Anzeige, für alle, die
vielleicht gerade zuschalten oder das Spiel nicht kennen. Rechts unten die Anzeige für Getränk, also Durst und Hunger. Ja, da geht's ganz anders. Schau mal hin, wie lange das der den Kapfer ohne frisst. Ja, easy, Alter. Easy life. Was möchtest du mehr im Leben? Jetzt haben wir das Fett wieder rein. So, dann schauen wir ein bisschen unser Inventar so ein bisschen an. Oh, wie das ausschaut. Der haben wir da wieder da hin, wo er hingehört. Die Tipps kehren generell immer da wieder hin, wo sie hinkehren. Was anderes mache ich überhaupt nicht hin. Was war denn da wieder los? Schulze, Liebe! Hans-Josef II. Alles klar, Hans-Josef II. Aber er ist jetzt nur nicht. Eigentlich ist er ja jetzt eigentlich nur noch der Hans-Josef I. Oder der Halberne. Er ist der Hans-Josef der Halberne! Hashtag Kickerltipf! So, jetzt pass auf. So, dann hat es irgendwie geheißen, ich kann meine Schuhe richten. Wie? Sind wir mit Klebeband? Machst du mal Klebeband alle? Oh, meine Gummistiefel werden beschädigt. Oder? Kombinieren? Reparieren, oder? Schau, das wird wieder besser. Schau mal. Sind sie nur noch abgenutzt? Ja, easy, oder? Voll geil. Der Bergsteiger-Rucksack. Reparieren. Dann müssen sie auch früher hat sich da über die Textur dann auch geändert. Von so zerrissen und verschlissen in ein Stück besser. Oh, das hat jetzt aber glaube ich nicht da. Was war denn da? Ne, besser wie beschädigt wird nicht, glaube ich, gell? Mit Panzertape. Ja, gut, dass wir das Panzertape mitgenommen haben. Press F für euch. Pass auf. I'm a simple man. I get a good tip in the chat. I press F. So, damit ich auch mal F gepresst habe. Das wird sowieso sauber zwingend gepresst. Oh ja, da haben wir noch einen Cast benannt. Tauschen, kombinieren. So. Und dann passt's. Ja. Haben wir sogar noch ein bisschen am Platz. Easy life, easy going. Schauen wir mal so einen kleinen Seitblick zur Uhr. Dann würde ich sagen, machen wir uns langsam einmal auf den Weg. Rucksack kannst du nochmal reparieren. Warum reparieren wir nicht nochmal? Wie ist es gerade gegangen? So. Rucksackerl. Ziehen wir da auf. Reparieren. Na, reparieren wir nochmal. Reparieren wir nochmal ein ins Viech. Okay, kann natürlich sein, das Klebeband wird ja verbraucht. Vielleicht muss man einfach dann 2 Einheiten Klebeband drauf da. Wird er jetzt besser? Jetzt ist er abgenutzt. Jetzt ist er besser benannt. Oh, Textur hat sich auch geändert. Es ist schon finster. Ich meine, es ist stockfinster draußen, hilft sowieso nicht. Aber die Textur ist auf alle Fälle vom Rucksack besser geworden. Da sind nicht mehr so Risse drinnen. So ein Scheiß gefällt mir gut. I like. Ja, ich mag diese Detailverliebtheit. Mag ich aber halt auch. Wobei, das ist ja schon ewig so. Das ist ja total wurscht. So, jetzt pass auf. Jetzt nehmen wir mit dem Basie raus und nehmen wir den Basie wieder zu mal. Warum? Auch immer. Wir wissen es nicht. Wir gehen jetzt da umher, bleiben wir da noch kurz sitzen und schauen mal auf die Karte. Wir machen uns auf den Weg. Wo sind wir in etwa? Wir haben da an dem kleinen See, haben wir ein bisschen weitergelaufen, so ein bisschen in die Stauen, aber wir haben irgendwo da. Ja? Also müssen wir eigentlich straight nach Süden, dann kommen wir nach Pustoschka, da rennen wir noch an der Seite so ein bisschen vorbei, vielleicht looten wir noch 1, 2 Häuser und dann rennen wir einfach am Ende von Pustoschka, rennen wir durch den Wald, südwestlich nach Myschkino. Ja? Und da sucht man unser Schupferl zum Auslocken. So. Nicht schon wieder die Karten! Verstehst du? Die habe ich ja schon gehört, die der mal weg, bevor ich wieder eine tapp. Das wird das Allergescheiter sein. Verstehen Sie? Das wird das Allergescheiter sein! So, wo wollten wir hin? Straight nach Süden. Wir müssen jetzt nach Putoschka gehen. Und vielleicht mache ich auch so ab in die Kirche. Vielleicht soll man. Weißt du, das Problem an der Kirche ist, ich habe so das Gefühl, wenn ich einlaufe, dauert es 2 Sekunden und dann brenne ich wieder Nutten in der Kirche. Ja, ist gleich vorbei. Muschkin, Puschkin, wir werden sehen. Herr Thomas Demmelhuber, mir ist wieder ein Zwickel 99. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Rest Kurzi, die habe ich übersehen. Servus Bürger, bin auch wieder da. 2 Wochen in der Klinik. Wie? 2 Wochen? Warum? Nivea-Aktie, Hans-Josef und sein Bruder im Fischim. Ja, und im Bürger Bauchi. Nein, im Libron Bauchi. Danke dir, Kurzi. Sorry, dass ich dich übersehen habe. Herr Austrian, ab dann. Habe ich glaube ich gesehen. Falls irgendjemand übersehen hat, es tut mir so leid. Herzlichen Dank. Bussis auf die Nussis. Ja, Bussis auf alle Nussis. Scheiß drauf. Jetzt Nussi verdient der Bussi. Manchmal habe ich schon das Gefühl, wir haben die geistig behindertste Scheiß-Community auf der ganzen Welt, aber ich finde es absolut geil.
Du kannst hier reden, was du willst, und es ist alles scheißegal, weil dich keine Sau versteht. Das ist die Solarbeastie, Alter. Solarbeastie. Beste Leben, Alter. Hashtag Tipf, Alter. Ich kann über Tipf schmerzen, jeder weiß, was gemeint ist. Packt die Tipf aus, Alter, schleudert es im Kreis und dann ist mir scheißegal. Jeder andere sagt so, das ist anstößig, ich krieg einen Strike. Bei uns sagt so, der redet über, ich hab vom Kocher geredet. Was redest du denn für einen Scheiß? Ich bin gestrikt wegen einem Kocher. Bist du besoffen? Honey! Merci für die Mitgliedschaft. Ich kann ihm Vorstand heute nicht mehr anrufen, der hat schon frei, Alter. Nein, der hockt schon im Feierabend drin und hat gesagt, der mag jetzt einfach nicht mehr. Aber ich heb mir das Boot auf, das schreibe ich dann. Merci dir, Alter, für die Mitgliedschaft. Dankeschön. Grüß an den Hani ab in den Chat, habe ich der Hani im Vollbier-Squad, im besten Squad der Welt. So. Nix geht über Tipp. Kannst du mir erzählen, was du denkst. So, jetzt schauen wir dann ein bisschen mal durch Teise durch. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Tolles, was wir brauchen können. Was haben wir da? Ein Pullover, einen kaputten, einen halben. Sicherheitshalber. Immer ein Sicherheitsbase rausgeholt. Nichts geht über den Sicherheitsbase. Verzeihen Sie mir keinen Scheiß. Ha? So richtig Zombies umeinander laufen sehe ich auch nicht. Und ich bin immer noch unschlüssig, ob sie daraus schließen lassen würde, ob da Spieler sind oder nicht. Und vorher waren schon sehr auffällig viele Zombies da auf einem Haufen waren. Na, gehen wir da noch rein, da haben wir auch schon mit die eine oder andere Schrotflinten gefunden. Oh, Nagelkiste! Diesmal nehmen wir es aber mit. Ja, das ist Schritt 1 in Richtung Base bauen. Und das fangen wir jetzt an an. Jetzt haben wir ja alles gesehen. Sowas, also alles haben wir noch natürlich nicht gesehen. Da haben wir gleich das Mal! Du hast die Schub verbrunzen! Da, 3, 2, 1, Base to your face! Na, ist schon vorbei, ja, liegst schon am Boden. Jetzt haben wir den Futzen gehalten, du Spacken. Da, und jetzt sind halt Zombies da. Und da mag ich wetten, dass die gerade gespawnt haben, weil ich da in die Stadt reingelaufen bin. Da laufen wir jetzt durch. Und auf der anderen Seite laufen wir dann nach Nuschbruschka, keine Ahnung, da, ja. Da haut's mir wieder eine ein. Das scheiß klanke Mistspiel. Kruzifix. Der Motz hat gesagt, es behindert, aber gut. Ich meine, behindert ist ja nichts Negatives. In meiner Welt. Alter, ein riesen Rucksack am Bugelschein, ne? Was ist los? Fangst du das Laufen oder nicht? Mal zu, dann kannst du Pfotzen ans Tisch kauen, der Mongo. Haben wir gleich fertig. Tun sie sich mal. Balaklava. Das ist viel besser wie unseres. Der Camouflage ist real. Der Camouflage ist. Oh, und eine Wasserflasche, Mann. Alter, was muss ich finden? Schau, ich mir einmal mit. Wir haben mal so viel Zeug. Wir brauchen eine Base, wo wir unser Zeug storen können. Banküberfall, Jetzt mag ich mal was probieren. Nein, das probieren wir lieber nicht. Da kommt bloß ein Kasas. Was ist da? Ja, da schlagen wir es einfach. Okay, mit der Schluck die, das wäre gut. Aufwerfen die jetzt. Ja, du willst auch nicht auf den Dates. Und dann kommt noch einer, der auf den Dates geht. Da, aufwerfen die jetzt. Der haut mir natürlich auch noch eine ein und fällt nicht um. Scheiß Ziegelsteine Zombies, was ist denn los mit denen? Ja, wie viel kommen denn da jetzt noch? Ab! Ja, ich bin ein One-Punch LeBron. LeBron. Jetzt mal durch die Stadt, sonst brauchen wir dann nur 3 Stunden, bis wir da unten sind. Wo müssen wir überhaupt hin? Was hat es geheißen? So Süd, also durch die Stadt und dann Süd-Südwest. Ja, das testen wir jetzt einmal. Ja, Südwest. Passt schon. Dann reden wir da mit durch, deine Vorschläge. Ja, dann werden wir bleiben. Aber du hast schon wieder einen Gickel gehört. Alter, wir haben so viel zum Essen, wir brauchen keinen Gickel. Scheiß auf den Gickel! Mit dem Maulgickel! Was haben wir da? Ein Jutebeutel. Können wir den noch mitnehmen? Ja, da haben wir keinen Platz mehr. Doch haben wir schon. Nein, den nehmen wir sicher jetzt aber mit. Da kann man sich einen Ghillie-Suit draus bauen. Glaube ich, habe ich mitgehört. Den kann man so in so Streifen, da brauchst du natürlich ein paar mehrere, glaube ich. Und dann kann man sich für die Mosin und für den Kopf und so weiter so Ghillie-Suits basteln. Aus Seilen und was, ich weiß nicht mehr, was man braucht. So, das ist Motorradhelm braucht keine Sau. Braucht da ist keine Sau. Wer sich übrigens fragt, so, warum ist da so finster, es ist halt Nacht. Und nachts ist meistens kälter als draußen. Möglich. Kommt vor. Also unter gewissen Umständen kann das passieren. Muss man wissen. Man, ich bin Programmer, ich weiß das. Und hat es da nicht irgendwo eine Kirche gegeben? Da hinten ist eine Kirche, oder? Das ist eine riesendrum Kirche da. Da gehen wir nicht, da brennen wir, da verbrennen wir. So, was ist, da gehen wir rein, Brutzel, was ist mit dem LeBron?
So, Uzi! Rule number 1 in the zombie apocalypse. Have a Haustier. Das stimmt nicht. Haustier größer all. Oder ist das dort Kirche? Ich weiß nicht. Ja, der looten wir jetzt aber auch nicht mehr lang umeinander. Jetzt, wir verpissen uns jetzt da. Wir rennen jetzt nur in die nächste Stunde und dann ist hier Schicht im Schacht. Ja? Und da ich sagen, haben wir mal wieder 2 weitere Stunden mit dem LeBron überlebt. Was sagt ihr? Was ist der nächste Step? Was sollen wir als nächstes so greifen? So ein bisschen Base bauen. Sollen wir ein bisschen Base bauen? So, mal so angefangen mit so einer Kiste oder so. Irgendwo im Wald. In der Nähe von einem See. Leuchtstab! Ja, so ganz. Der LeBron! Vielleicht aber auch der Lee-Stab! Schauen wir da noch ein bisschen rein. Schön am See zur Ruhe sitzen, das ist der Plan. Das ist der Plan. Ja, der LeBron hat es einfach verdient. Ja, der kommoder Kerl, Sporthemd. Das ist einfach ein kommoder Kerl. Und wenn er dann irgendwann den Lebenswillen verloren hat, dann rennen wir einfach knockert durchs Airfield. Das ist mal nicht ernst, ne? Ja? Bus bauen! Spitzhacke! Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, was kann man mit dem Spitzhacke da? Das kann doch auch was, oder? Da kann man Steine herhauen. Aus Felsen und so ein Scheiß. Ja, es stimmt auch wieder, ist ein guter Punkt, Kilia, guter Punkt, besser in der Nähe von einem Bachal, das stimmt, weil der See zirkt vielleicht leider und das Bachal nicht unbedingt, wobei so ein Bachal auch immer natürlich so ein Orientierungspunkt für Personen ist, habe ja ich jetzt auch so gemacht, ich orientiere mich am Bachal und laufe entlang, aber das glaube ich deren viel nicht, ich glaube, dass viele Leute einfach auch wirklich, so wie früher halt auch, einfach straight ins Airfield, hoffen, dass man Waffen findet und dann PvP mal. Ich finde irgendwie, das gehört dazu natürlich, ist klar, aber ich finde es eigentlich viel spannender, wenn du nicht damit rechnest, dass jemand da ist. Und auf einmal ist jemand da und dann gehen da irgendwelche Kämpfe los, wo ich wahrscheinlich keine 2 Sekunden nicht überlebt, weil ich mit dem Gunplay, wie gesagt, einfach nicht zurechtkomme. Aber was mir einfach scheißegal ist dann. Also sprichwörtlich drauf geschissen. Jetzt pass auf, wo laufen wir jetzt hier? Südwesten. So, wir haben am Ende der Stadt. Jetzt gehen wir da nochmal schnell rein, weil mitten auf der offenen Straße mal und da stehen bleiben. Fühle ich mich nicht wohl. Karten. Wir sind, glaube ich, am Ende von wie heißt's? Butoschka, Blatt! So, und jetzt eigentlich einfach nur der Straße noch. Die erste Rechtsabbiegung. Oder wir laufen wirklich straight Südwesten durch den Wald, bis wir zur Straße kommen und das wären wir da. Ich meine, das kriegen wir den erst hin. Da ziehen wir jetzt den Kompass raus. Kompass her, du Zipfel, Adam. So, straight Südwesten. Straight in diese Richtung. Einfach querfeldein, geht schneller, hilft sowieso nicht. Und wenn wir auf dem Weg noch irgendein Viech sehen, vielleicht schießt man ja nochmal. Oh. Fuck. Diese Scheißkarten. Diese Dreckskarten. Diese Dreckskarten! Entschuldigung, rest in peace, Mr. Headphone User. Rest in peace, Mr. Headphone User. I'm sorry. Hab ich vergessen. Entschuldigung. War Absicht. Macht's das besser? Tut mir so leid. Ich müsste es halt irgendwie hinkriegen, dass das, wenn ich Alt-Tab mache, automatisch auf und wieder zugeht. Und kenne ich mich zuerst nicht mehr aus. Ja? Außerdem muss ich ja irgendwie für ein bisschen Aktivität im Chat sorgen. Und ein, 2 Leute, die zuschauen, die passen dann doch auf und sagen so, hey, Map! Tut mir leid. Schiebe 2, am ersten wieder ein 10er, weil der 10er ist Fan, du weißt, der ist LeBron. Jalla! Am ersten, ja, weil der 10er ist zu viel und du weißt es. Wen haben wir da? Den Leo Loil haben wir noch. Können wir nicht überziehen, das macht so Bock dazu zum Schauen. Das ist eh schon 10, wird doch eh schon überzogen, Alter. Wird doch jedes Mal überzogen, seit Ewigkeiten eigentlich schon. Und haben wir mir das letzte Mal um 10 Uhr aufgehört, außer ich hab wirklich irgendwie weg müssen oder so. Wenn Leute gewartet haben, so um Dezember, Januar zum WoW spielen oder so. Jetzt müssen wir schauen, wo wir sind. Westen, ist straight Westen noch in... Hat mir der Baum jetzt angeschrien? Ist das der verdammte Ernst?
Ja, halt dein Maul über den Basie, bist gleich umkackt. Haben wir gleich fertig. Jetzt pass auf, nochmal schnell Karten. Eigentlich müsste man straight da oben gelaufen sein. Ich hoffe, ihr seht das auch anständig. Das ist halt alles ein bisschen klein futzelig, aber das hilft sowieso nicht. Straight da oben gelaufen müssen wir jetzt eigentlich irgendwo da auf der Straße. Jetzt laufen wir der Straße noch und dann haben wir in Mischkino. Easy Mischkino, easy life. Ja, Karten, ich weiß ist schon wieder fort. Entschuldigung. Der eine, wenn Map schreibt, ich hau euch einen Nockernose, so dass du immer weißt, wo hinterm vorne ist. Weißt du, das ist also ein bisschen. Wir gehen mal erst im Nähe. Ja, okay! Stop it! Nix bester Bürger, beste Zuschauer, was soll ich sagen? Hey, wenn ihr Bock drauf habt, ich kann es immer noch nicht so hundertprozentig erklären, warum ich so viel Bock auf das ich hab. Immer noch nicht. Es macht einfach Spaß. Ich weiß, wo das auf einmal herkommt. Ich hab das jahrelang nicht mehr gespielt. Und ich tue ja noch nicht einmal, ich spiele es eigentlich noch nicht einmal so, wie man es eigentlich spielt. Ich rede einfach nur umeinander und zusammen mit Essen und es ist gemütlich. Muss auch mal sein. Nicht da über Schießen und Peng Peng und was weiß ich was, Alter. Weißt du, da hagelt man mir einen Wurmsepp raus und hagelt man einen Hans Josef und seinen kleinen Bruder raus und frisst man. Ja? Easy Fishing, easy life. Ganz einfach. Und solange der LeBron lebt, werden wir mir einmal in der Woche fucking Daisy streamen. Okay? Einigen wir uns da drauf? Ist das in Ordnung? Falls ja, leave a like. Dankeschön. Uzi, vergeht's gut. Hat mir ein Oculus Quest 2 geholt. Da gibt's schon 2. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Wie schaut's aus mit einem Gorn Community Zug? Also, weißt du, was ich noch gern in VR im Stream spielen darf? Jetzt abseits von die Blödelspiele wie Gorn und alles, was eigentlich so ist, ein Blödelspiel. Das glaube ich ist aber kein Blödelspiel. Moss. Sagt Moss jemandem was? Oh. Schaut, was ich gefunden habe. Waren wir da schon mal? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe einen Hirschen, habe ich reden gehört. Ja, wo haben wir das gelernt? In Hunter, der Hunter, Dingsbums, Jagerspiel. Kerr hat eigentlich einmal wieder gespielt. Ja, habe ich genau gehört. Kann aber ein Fuchsen gewesen sein. Ein Fuchsen. Ja? Kann da ein Fuchsen gewesen sein. Der hört sich ähnlich an. So dumm ist es ja, aber er hört sich ähnlich an. Zumindest in Hunter. Wann hat man als Spiel gewonnen? Ernsthaft? Das kann man nicht spielen. Das kann man nicht gewinnen. Das ist ja der springende Punkt. Das ist ja das, was irgendwie so interessant macht. Ich kann es nicht erklären. Ich sag das, ich weiß es einfach nicht. Ist das Mischkowka? Ja, wo ist mein Russe des Vertrauens? Ist das Mitoschka? Ich glaube schon. Der Hunter, da habe ich 600 Stunden. Das haben wir letztes Jahr mal gespielt. Ich glaube, das packelt mir auch noch mehr aus. Ja? Es hat wirklich Laune gemacht. Vor allem, da können auch Leute mitspielen und so. Das ist echt cool. Das hat genau denselben Flair für mich irgendwie wie das da. Bloß es halt natürlich Viecherjagers, das ist eh klar, das ist schon ein bisschen was anderes. So ist es nicht, aber da macht die Umgebung so viel aus. Und die Umgebungsgrafik in der Hunter, Alter, die ist fein massiv, gell? Da brauchen wir mal gar nicht schmatzen. Die ist ja Welt besser wie da. Was haben wir da? Kopflampe. Schau aus, breite Kopflampen! Schwierig war. Ein CR527, die brauchen wir nicht, wir haben einen Mosi noch nicht. Was ist da wieder? Fox Wolf, beide miteinander, vereint. Wölfchen hat's durch, Moss ist sehr nice und entspannend. Oh, waren es nicht sogar das Wölfchen, die in meinem Discord irgendwie geschrieben hat, Moss ist im Angebot und ist echt ein cute little game. Das habe ich schon seit ich mein Valve Index habe ich das auf der Wunschliste. Und hab mir immer gedacht, so, das spielen wir mal im Stream, das schaut echt lieb aus und gefällt mir ganz gut. Und VR geht immer. Also das kann man immer mal dazwischen durchhauen. Aber ich spare es mir halt gerne auf, wenn es sonst nichts gibt. Und ich ändere ja meine Meinung auf, was ich Bock habe, sowieso irgendwie gefühlt alle 2 Wochen. So, Zombie-Erschlung. Wir looten jetzt dann noch ein bisschen durch Kaiser durch. Ja, schauen wir, was wir so finden. Ja, und in irgendeiner Schupfer locken wir uns dann aus. Wir können uns dann auch noch mehr ein wenig einen Plätschmerz einhauen. Ich muss morgen leider Gottes ziemlich früh aufstehen. Das ist so eigentlich das Einzige, was mich davon abhält, dass wir jetzt da noch mindestens da gebackene Bohnen in der Dosen, Alter, in der Dosen. Knäsen Dosen. Das ist fast das Gleiche.
Tja, da darf ich fast sagen, Mr. Burlap, Sack. Ja, Mr. Burlap, you're gone. Heinz, da in dem Spiel wie Dietz, Baked Beans. Ja. Ich mag keine Werbung dafür mal, sag ich euch, was ist. Aber Baked Beans haben einfach geil. Ja? So ein English Breakfast ist schon geil. Da kannst du sagen, was du möchtest. Das ist einmal Spiegelei, ja? Streifen Speck. Ich mache mir das halt so, dass ich einen Speck in die Pfanne lege, ja, Pfanne bzw. mit Speck auslege, da mache ich zwei, drei Spiegelei drauf. Ja? Da gibt mir der Wichser noch nicht mit. Kruzifix, die machen die ganze Zeit meine Wand kaputt, die Arschlehe. Ja, ultra geil. Dann, was noch dazu? Ja, Heinz Baked Beans. Muss sein, Alter. Hashtag Sternekoch, Bitch. Dann tust du auf das Ganze. Ja, und dann muss das Spiel, da muss natürlich so ein wenig eine Rotzer sein, damit es absolut geil ist. Kannst sagen, was du magst. Was ist denn der Gunther 2 Hecktür? Ja, der Gunther Hecktür. Kann man die ausreißen? So, ich hab eine Hecktür jetzt. Das ist meine Hecktür. Es gibt viele Hecktüren, aber das hier ist meine. Kann man mit dir zuhauen? Nein. Einfach mal schnell ins Auto hingegangen und einen Kofferraum ausgerissen, weil Lee Braun, auch bekannt als Lee Hulk. My name, Lee Hulk. This Kofferraum-Deal is now my Kofferraum-Deal. Halt dein Futzen. Du, das Kofferraum-Deal jetzt weg. Wo ist mein Basie? Wo ist mein Basie? Ich hab den Basie verloren! Du, den Basie wieder her. Wo ist der Basie, Alter? Ich hab den Basie verloren, den muss ich da liegen, oder? Da, im Auto, da liegt da oben. Scheiß Kofferraum-Deal, Alter. Was möchte denn das wieder von mir? Hau ab! Hau ab! Da unten hab ich einen Brunnen gesehen, ich hab's genau gesehen, Alter. Ich hab's genau gesehen. Da gibt's also mit den Schlägel. Schlägel ins Fressbrett. Schlägel! Hat er mir schon wieder eine mitgegeben? Du Wichs-Arschloch! Ja genau, jetzt hat er ein Sewing-Kit. Ja, perfekt schnell. Beste Leben, Alter. Na, nicht kombinieren. Ja, dann reparieren wir mal unser Gewand, oder? Jeanshosen? Wie schaut denn die so aus? Oder ist makellos? Was ist denn du gemeint? Oh, das ist so. Makellos. Makellos, wir haben ja gar nichts zum Reparieren. Ja, komm mal, bra. Ja, Digga, kann man brauchen, Alter. Brudi kann man brauchen, was willst du mehr, Alter? Ja, hast du hier ein Sewing-Kit, machst du Zombie. Blablabla. Macht Zombie hier das Sewing-Kit. Sewing-Kit, Digga. So, sterben wir jetzt, wenn wir da zum Dringer gingen? Ich glaube nicht. So, was ist no risk, no LeBron. Mann, nee, man. Ja, Kruzifix, Alter, schaltet da um. Eigentlich sollten wir unsere Flaschen auffüllen. Ha? Unsere 2 Plastikflaschen ausschütten, weil ich nicht mehr weiß, in welcher da so scheiß Chlor drin ist. Chlortabletten haben wir noch 6, glaube ich, oder 8 oder irgend sowas. Dann stopfen wir unseren Ranzen erst einmal mit Wasser voll, damit nichts passiert. Aber das machen wir auch gefühlt eine Viertelstunde lang, weil eine Viertelstunde lang jetzt trinkend am Brunnen, da ist ja in Daisy noch nie was passiert. Ja, da brauchst du dich mal gar nicht stressen. Was? Was ist da schon wieder los? Wer tut denn da schon wieder umeinander raiden? Wer tut da schon wieder umeinander raiden? Was ist da los? Moin, 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 lese ich da schon wieder aus, ist denn jetzt kaputt? Ja, kannst du wohl knicken. Er kriegt nichts mit, der ist voll in der Zone. Was Zone? Dein Mom ist eine Zone! Ich sauf gehabt, bist du blind, Alter? Was ist los? Uzi, der 2 gibt's denn in D, aber kannst du auf Amazon Frankreich bestellen, dauert 3 Tage, sind ja nur 6 Panzerstunden. Hä? Was für Panzerstunden aber? Geil, Raid nicht mitbekommen, mega. Ja, Wilke Army! Mr. Wilke! Who the fuck is Mr. Wilke? Falls hier noch irgendwelche Personen der Wilke Army anwesend sind, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, einen wunderschönen herzlichen Willkommen. Mein Name ist Birger, ich bin normalerweise der bayerischen Sprache und des Dialekts. Weißt du schon. Und ein bisschen geistig behindert. Aber sagt es keinem. Also falls ihr mit einem Raid weiterzieht, bitte sagt es keinem. Hier so, hallo, wir waren gerade beim Birger. Der ist ein bisschen geistig behindert, aber nett. Das war in Ordnung. Ja, damit kann ich leben. Damit kann ich leben, so ist cool. Hm? Wer ist Mr. Wilke, oder? Oder wann kotzt man mir eigentlich? Jetzt muss ich mich mal in Sicherheit bringen. Ja, jetzt gehen wir uns einmal ausloggen und schauen wir uns einmal diese Wilke Army da genauer an. Was ist denn da eigentlich los? Was ist da, was für Wilke, wer Wilke? Ich will auch viel, wenn der Tag hier
massiv lang ist. Jetzt pass mir auf. Mr. Wilke, was ist da los? Was ist denn da los? Sagen Sie mir ehrlich. Jetzt passen wir an. Jetzt stellen wir uns da oben in die Bude rein. Schauen wir, ob es da einen Loot gibt. Gibt es da Loot? Ja, ein Motocross-Helm. Dein Motocross-Helm, den kannst du dir den Motocross-Helm, den kannst du dir auf deinen Fotzengroben Bimbus stecken, das ist mir scheißegal. So, jetzt muss ich aber ganz kurz einmal schnell hier eine Abmoderation machen für den LeBron. Liebe Wilkie, ja, mit der LeBron ist vor euch. Ich präsentiere euch auch gerne mal einen LeBron, ja, mit seiner super coolen Cowboy Face Mask und seinem Basie mit Nägeln. Ja. LeBron versteht keinen Spaß, aber er ist auch elitär und ihr versteht ja den Hintergrund gar nicht, warum der so elitär ist und leger auf alle Fälle. Ja, also gut, Press F in LeBron. Friends of the Sun, leave a like if you like to see LeBron again. So, wir haben natürlich noch nicht fertig. Jetzt schauen wir uns mal an, was der Wilke so treibt. Ja, was tut denn der Wilke so in seiner Freizeit? Wilke Zierden und Udo Tesch? Kenn ich nicht. Keine Ahnung mehr. Ja? Auf alle Fälle Press F für den LeBron. Wir haben wieder 2 Stunden lang nicht gestorben. Hashtag ProGamer. Nice. So, ich würde sagen, wir locken uns da aus, oder? In Muschikowsko und was weiß ich nie, wie die Scheiße heißt, oder? LeBron, wieder 2 Stunden überlebt. Bester LeBron, Alter. Bester LeBron, Alter. 15 Sekunden bis zum Ausstieg. Der Charakter bleibt während des Countdowns auf dem Server. Das ist ja völlig in Ordnung. Ja, scheiß auf PvP, oder? PvP langweilig, kann jeder. So, jetzt passen wir auf. Wilke hört sich an wie so ein Preis. Auwitzwack. Ja, jetzt muss ich erst mal gucken, Entschuldigung. Schauen wir uns so, Alter. Aber seid gewarnt. Ich bin Niederbayerns größte Säge. Wenn mir da jetzt irgendein TikTok-Bullshit erwartet. Shitstorm Inc. Brudi. So, Friends of the Sun. Ich hoffe, Sie hatten Spaß bei LeBrons Reise. Jetzt schauen wir uns an, was der Wilke Sepp treibt. Muss ich schwer aus dem Spiel verlassen, ja! So, heute der miteinander. So, wie schauen wir aus? Minger TV, der bin ich zu früh. Ja, bist. Alles versandt, alles beim Teufel. Jetzt schauen wir noch was zu Handy da. Noch was zu Handy da, wer ist denn der Wilke? Wilke, jetzt schauen wir uns jetzt mal deinen Twitch-Account an. Weil ich bin mir nicht sicher, ob ihr das wisst. Ich weiß nicht, ob der Wilke, die Wilke-Crew mich eigentlich kennt oder ob das ist. Herr Wilke, wissen Sie, was ich sonst so mache oder war das ein random Raid? Wie viele Leute haben wir eigentlich gerade auf Twitch? Oder wie viele Leute waren denn mir allein auf Twitch jetzt gerade? Wahrscheinlich 200? 150? Wie viel sind wir jetzt? Wie viele Leute sind denn da gekommen? Random Raid. Okay, das ist schon mal interessant. Was? 390? Okay. Kann man machen. Erstmal herzlich willkommen. Das ist mal das erste. Phase 1. So. Ich stream gleichzeitig auf YouTube und meine Hauptcommunity sitzt eigentlich auf YouTube. Und wie viele Leute haben wir in YouTube? Kann man das mal irgendjemand schreiben? Mein scheiß Restream ist kaputt. Da steht nicht, wie viele Leute das wir sind. Ich tippe mal auf 700. 800? Keine Ahnung. Oh, 914, doch so viel. Normalerweise haben wir am Montag aber noch mehr. Also ich gehe mal von einem Schnitt aus normalerweise von 1200. Ja, auf YouTube ist der Zierden größer. Hier sind die Twitch Ultras. Ist richtig. Ja, also mein Hardcore-Fan-Batzen. Ja, Hardcore-Community sitzt auf Twitch. Der Rest ist zu faul, um auf Twitch zum Switchen. Sag das mal ganz schnell. Der Rest ist zu faul, um auf Twitch zum Switchen. Du, die Bitchen. Das gehört auch noch dazu gesagt. Dann schaffst du es gar nicht mehr. Dann fällt dir der Bläschlo. Jetzt weiß ich mir auf. Was sucht man jetzt? Der Wilke. Mr. Wilke? Der Wilke, na wir. Wilke Zierden. Oh, da schau ich. Der Udo und Wilke. Hat's das ihr? Was zur Hölle? Das glaube ich nicht. Warum? Was tut der? Oder nach wem soll ich denn da? Wilke müsste ca. 300k haben. Hat's ihr das? Wilke Zierden. Bin ich da richtig? Ja, bin ich da richtig? Was zur Hölle, der Zierden, was macht der so in seiner Freizeit? Was tut der so? Herzierden. Okay, Moment, schauen wir. Yes, stop it now. Nope. Ich mag keine Donations nicht sehen jetzt. Ich kann echt nicht oft nur Danke dafür sagen, dass man in der Scheißzeit jeden Montag um Mittag einen Abend versierst und mich mal in meine Probleme vergessen lässt. Oh, Alter, das geht auch wie Butter, Alter. Das muss die keinen Zehner kosten, ich mache auch ohne weiter. Okay? Es freut mich sehr, dass der taugt. Press like if you like. Einfach merci, Alter, Pussy aufs Nussi. Niemand hat die Absicht zu sich bedanken. Ja, genau.
So, jetzt schauen wir, was da los ist. Wilke zieht mal bei mir. Schalten wir da mal um. So ist es. Bläh. Wilke Pferd auf dem Sportplatz. YouTube Ultras. ich hab YouTube Ultras und ich hab Twitch Ultras. Keine Ahnung. So, jetzt pass auf. Jetzt wollen wir mal YouTube-Video schauen. So, sonst machen wir mal so. So, Wilke ziert. Das hat's ihr. Hat's ihr das? Ja? Ich hoffe, dass du nicht gestrikt wirst. Also, Herr Zierten, wenn Sie das sind und Sie raten mich gerade und Sie striken mich jetzt dann komme ich höchstpersönlich vorbei und haue einen knockerten Arsch. Okay? Können wir uns da einigen? Da habe ich jetzt gar kein Interesse drauf. Ja? So, Udo und Wilke, die Arschgeige. Was ist das? Was jeden Mittwoch und Sonntag neue Episoden. Oh, also ihr macht das schon fucking serious. Bei mir gibt es keine Regelmäßigkeit. Ja? Fuck der Regelmäßigkeit. Das war mal das Erste. Mein Name Captain Faulsack, auch so bekannt. Okay, jetzt Streams sind das sehr regelmäßig. Ja, da muss man selber auf die Schulter klopfen. Ja, jetzt drücken wir mal auf die Kanalinfo. Was ist da los, Alter? Moin. Wo hat sie her? Mal die erste Frage. Wo hat sie her? Moin ist eigentlich der erste Eindruck immer Hamburg. Aber Moin sagt da irgendwie jeder. Halbe Zeit für Servus. Wo? Ich weiß nicht so hundertprozentig, versteht mich dann vor euch ja jeder. Es ist ein bisschen schwierig. Es ist für den Bayern von Welt etwas schwierig, den niederbayerischen und allgemeinbayerischen Dialekt abzulegen, um korrekt Hochdeutsch zu sprechen, ohne sich wie ein kompletter Vollidiot zu fühlen. War das in Ordnung? War das verständlich? Auf Friesland, oder? Wieso kommt da der National jetzt zweimal? Was ist denn das wieder für ein Dummschissbürger, du Volldepp? Also jetzt Twitch aus. So. Okay, stop it now. Hey, was hat auf einmal Niederbayern Bürger mit Ostfriesland, Wilke und Udo zu tun? Ja, ich bin ein bisschen verwirrt. Es ist ja ein random Raid. Ja, der Otto ist Friese. Das weiß ich ja. Ja, der Otto ist Friese. Aber der Otto spricht eigentlich einen ziemlich cleanen Dialekt, wenn man mich fragt. Hab ich zumindest so den Eindruck, soweit ich das als Ultra Niederbayer eigentlich im Dialekt zumindest beurteilen kann. So, lesen wir mal vor. Moin, ich bin dieser eine Typ, von dem du gehört hast. Ja, okay, ciao. Entschuldigung, aber nein. Hilft nicht. Ostfriese, schlechter Umgang und Kaut. Oh, das hört sich schon besser an. Gemeinsam mit dem 54-Jährigen zu cholerischen Anfällen neigen den Platzwart Udo. Oh, jetzt glaube ich kenne euch tatsächlich. Ich verfolge euch nicht, ich bin so ehrlich, aber ich glaube, ich habe schon mal was gesehen, bin mir nicht ganz sicher. Sorgen wir für Chaos-Spaß und Wutanfällen. Wutanfälle nicht mehr gut. Ja? Generell Regel Nummer 1, Bayern, Wutanfall, passt. Ja? Gemeinde Wies, so wie wir mir sagen werden. Ich weiß nicht, ob es den Begriff, das ist eine gemähte Wiese, in Friesenland gibt, ich glaube nicht, aber ich weiß es eben. Wo waren wir? Spaß und Wutanfällen an der heimischen Anlage unseres ostfriesischen Dorfvereins. Irgendwas zwischen Freundschaft, Leichtigkeit und Nerven. Mehr von uns, Facebook, Instagram, kannst du mir auch eine Mail schreiben. Wilke, ich lasse das mit der Mail, ne? So. Schauen wir mal, was da so los ist. Ich schau mir jetzt ein meistgesehenes Video und schau, was da so los ist. Sortieren nach, größte Beliebtheit. Ja, mehr ordentliche 1,4 Millionen Aufrufe vor 2 Monaten. Okay. Okay, da trinke ich erstmal einen gemütlichen Sip. Einen gemütlichen Sip von meiner Wodka Gorbatschow-Halbe. Dann schauen wir, was da los ist. Wenn man mit den Freunden lacht, wenn die Schwarte richtig kracht, tanzt auf heißen Sohlen, sogar Dieter Bohlen. Zieht in eine Kneipe ein, geht morgens nicht mehr heim. Da bin ich doch gestrikt, oder? Das ist ja jetzt schon vorbei, oder? Hurenlautes! Machen wir lieber normales Video. Okay? Dafür müsst ihr hier meine Musik in eurem Stream anschauen. Können wir uns da darauf einigen? Ja? Ihr schaut meine Musik in eurem Stream und schau mal an das Video. Was für uns? Was ist empfehlenswert? Und ich glaube, ich kenne euch. Also ich habe euch schon mal gesehen. Sagen wir es so.
Cuteness overload. Cuteness Wie oft overload. soll ich dir das noch Udo, sagen? ich hab Fiete dabei. Aha, erster Indikator. Hier, man, es hat geflogene, mal so cremige 600.000 Aufrufe. Erstmal GZ, da gibt's mal gleich mal ein Like, scheißegal, was das Video ist. Aber was ich wieder geil finde, ist ja, das ist selber schon wieder. Diese geilen Videos, die genau 10 Minuten und 1 oder 2 Sekunden dauern. Na, mehr sag ich nicht. Du lässt mich gar nicht aussprechen. Du sollst mit dem Fahrzeug hier nicht erfahren. Ich habe aber den Hund doch dabei. Ist mich doch egal, wen du dabei hast. Und wenn du mit Papst hinten drin sitzen hast. Ja, Ich habe eine Sondergenehmigung. Ich darf hier Ja, drauf ich fahren. kenne euch. Du hast gleich eine ganz andere Sondergenehmigung. Nach hinten hin. Den Hund den kannst du so unterm Jacke machen. Hast du einen an der Marmel oder was? Nee, Ich glaube, ist doch ist das öfter mal dasselbe, dass er da beim Zusammenkehren ist und so und dann halt einfach nur umeinander flucht die ganze Zeit? Ah, ja, Dialekt ist zwar schon gescheit geil eigentlich. Ist das immer so? Ich sagte. ein Welpe, 9 Wochen alt, den kannst du doch verstecken. Was hast du denn da überhaupt für einen modischen Kaschmir-Kobra um den Hals gewickelt? Ey, wegen dir. Ah, ja, Dialekt ist für schon ganz geil. Ja, normalerweise, ja, mir als Bayern, alles, was Hochdeutsch spricht, normal. Erstmal grundsätzlich, halt dein Maul! Nein, stimmt nicht, Entschuldigung. Na, halt dein Futzen. Aber es gibt, stimmt nicht ganz, kann man so nicht sagen. Aber es gibt so 1, 2 Dialekte, da wo bei uns hier unten jeder den absolutären Brechreiz kriegt. Ich sag mal sächsisch, das ist typische, also das Ultra-Ossi. Ja, Speibe her. Ja, Speibe her. Da gibt's die Tröte. Ja, damit man der Speibeling nicht rauserkennt. Ja, so. Aber da muss man automatisch schon lachen wegen dem Dialekt. Ja, weil das einfach weil sich das lustig anhört. Automatisch, auch wenn vielleicht der Inhalt nicht lustig ist, was ich jetzt nicht beurteilen kann. Noch nicht. Das ist ja dasselbe für jemanden, der nicht bayerisch schmerzt. Der hört das und es ist entweder du hast es oder du findest es automatisch lustig. Dank dir. So, jetzt schau mal. Hey, Hab und ich schon wieder die wer Kippe im strikes me? Ich weiß nicht, ich rate noch. Das ist Vitor der Schreckliche und nicht Fiete. Bitte, komm hier. Komm. Komm hier, gleich Ordnung. Komm, hier, so ist fein. Ja, richtig. Ordnung bei Udo. Hier. Bitte nein. Bitte weg, da ich muss haken. Hallo, ich bin hier der Platz. Der ist abgerichtet. Der wird dir ab sofort mit auf den Sack gehen. Ey, du kostest mir schon 2 Stunden von meiner Arbeit. Der kostet mir Oh noch Gott, mal eine ist der Stunde. cute, Bitte, Alter. hier ist ein riesengroßer Platz. Bitte, ich will hier doch haken. Du geh hier doch im Weg. Bitte, du musst auch ein bisschen... Udo, weiter. das ist ein Welpen. Ja, aber du musst doch als Platz... Udo, das ist ein Welpen. Dieser Dialekt, Alter, ich scheiße in Hosen. Udo, das ist ein... Udo, das ist ein Welpen. Was ist los mit euch? Dein Kind gleich anfangen. Wie soll er lernen zu Ist haken? das, ehrliche Frage, oder? Ist das einfach nur von, nennen wir es mal Kollege zu Kollege, ist das geskriptet oder stellt sie euch einfach hier und nehmt es einfach auf? Wenn das nicht geskriptet ist. Premium, Alter. Haken oder was? Hast du einen an der Murmel? Nicht haken, dass er aber auf mich hört. Der soll nicht auf dich hören. Bitte. So, siehst du das? Der ist abgerichtet. Hey, hast du den zu beißen auch animiert oder wo? Fiete, komm mal her. Fiete. Was ist das für ein Satz, Alter? Hast du es jetzt so weiß animiert oder wo? Was? Jacqueline, komm mal für die Oma, Kaka. What the Ja, fuck? Fiete. Es ist einfach automatisch lustig. Aua. Fiete. Nein, komm, lass Fiete nicht beißen. Mein Gott, ist der lieb. Udo, der ist abgerichtet. Ja, aber Wilke, der kann doch nicht beißen, das tut doch weh. Das ist ein... Sag mal, bist du blöd in der Marmel oder was? Sag mal, bist du blöd in der Marmel oder was? Weißt du was? Göttlich. Jetzt habe ich 2 Nervensägen, nee 3. Kevin kommt auch noch. Fiete, nun geht er weg. Das Allergeilste ist halt einfach, wir haben halt auch einfach 2 Hunde und 3 Katzen. Also ich. Und meine Alte. Und, oh, I feel you. I fucking feel you. Fiete, lass die Jacke. Wilke, das geht jetzt nicht.
Der spricht deine Sprache nicht. Ja, was soll ich denn machen? Bau, geht er weg oder wie? Fiete, es reicht. Wie heißt der Hund eigentlich? Fiete? Was zur Hölle? Warum Fiete? Was ist das für ein Name, Alter? Warum Fiete? Oh, ich krieg hier Nerven zusammen. Wie gesagt, auch ehrlich, du hast ihn doch nur gekauft, um mich richtig auf den Nerv zu gehen. Fiete, Nein, lass ihn da, das kann ich haben. ich habe ja Fiete Spielzeug mitgebracht, ne? Oh, ich will hier doch was tun. Ich kotz mir ein. Was willst du da damit? Das ist ein Spielzeug. Ja, das ist. Oh, da habt's. Das ist fast schon eigentlich schon fast interessant, wie das bei euch angefangen hat. Ja, das ist Autogold. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist Autogold. Das ist automatisch lustig. Es ist fast scheißegal, was ihr da redet. Es ist automatisch lustig. Premium. Kannst du den Hund nicht vernünftiges Spielzeug kaufen? Andere Hunde haben Bälle und sowas zum Spielen und du kommst mit einem riesen Karton ab. Was soll so blöd? Hat er sich doch ausgesucht, da kann ich doch nichts für. Hat er sich doch aus... Es ist der Röhrig-Dialekt. Jetzt weiß ich, warum ich ihn automatisch lustig finde. Oder? Es ist der Wenne. Wenne! Ja, natürlich ist es! Wenne! Die Russen sind da! Das ist Legendary Babene. Ich kann nicht. Es gibt bei uns so eine Art Bewertungssystem. Und als Legendary Ultra Babene. Vanille Schokolade Babene ist das Maximum, Alter. Ja, Instant Legendary Babene, Alter. Du bist hier im Geschäft gegangen und hast zu dir gesagt, den Karton möchte ich, oder was? Das hat er so gesagt. Ja, dann hat er In so Hundesprache. Ja, in Hundesprache. Du verstehst Hundesprache. Nee. Freu dich doch einfach. Für die freue ich dich. Für die freue ich dich. Also, Für die freue ich dich. Habt ihr den Hund noch? Also, das war am 13.11.2019. Der muss ja mittlerweile schon erwachsen, also groß sein. aber für mich freue ich... Nee. Meinst du wirklich, dass das ein Hund ist? Was soll das denn sonst sein? Ja, ein Känguru, so wie der springt. Lass das. Sogar einen zweiten dazu geholt. Alles richtig gemacht. Was soll er lassen? Hier durch den Haufen. Udo, das versteht der nicht. Dann bring ihm das bei. Du kannst doch nicht zum Hund sagen, lass das hier durch den Haufen. Ich hab meinen Hund auch so erzogen. Ich werd schlecht. Jetzt fängt er mit dem Karton an, auseinander zu plüstern. Das ist sein Spielzeug, Udo. Ja, das ist sein Spielzeug. Mann, oh Mann, oh Mann. Der freut sich Er jedes möchte Mal, wenn er einen einfach Karton nur kriegt. zusammenrennen. Er möchte einfach nur reden. Für dich freut er auch sicher, dass er mich nochmal ärgern kann. Ne? Jetzt ist meine Hake wieder. Ich mach hier Nachtschicht noch. Du hast doch gesagt, du möchtest ihn kennenlernen. Ja, aber anders kennenlernen. Was sagtest du denn, dass ihr euch zusammen aufs Sofa setzt, Ja. euch Gedichte vorlest oder was? Wieso muss er hier alles anfressen? Reicht er nicht, wenn er bei dir... Bitte eine Folge, wo du mit dem Hund auf dem Sessel sitzt und Gedichte vorliest. In diesem Dialekt. Bitte, oder? I'm gonna pay for it, oder? Bitte lese eine Gedichte vor. I'm gonna pay for it. Zu Hause deine fetten Qualmbeine anbeißt. Nee, nicht zum Lachen. Ich dachte, du kommst mit einem süßen Hund. Der ist doch süß. Ja, das Hast du nicht. deinen Hund mal gesehen? Der sieht aus wie ein Fussel mit Augen. Ja, was ist deiner? Und wie heißt dein Hund, Papas? Hast du deinen Hund mal gesehen? Das sieht aus wie ein Fussel mit Augen. Premium Gold, Alter. Premium. Was soll ich jetzt sagen dazu, Alter? Absolutes Premium. Junge. Ja, ist Papas Junge auch. Nein! Fussel mit Augen, Alter. Ich kann den Haken nicht bewegen ohne... Ah! Ich dachte, du freust dich. Ich freue mich auch, ja, aber der macht ja alles wild und durcheinander hier. Ja, was fällt dir denn auch ein, hier zu haken, wenn Fiete kommt? Ach so, jetzt darf ich Richtige gar nichts mehr Frage. machen, oder was? Du machst ja sonst auch nichts. Siehste, und da kommt das Thema nämlich wieder. Du machst dann sonst auch nichts. Du machst hier richtig Unruhe. Jetzt bringst du einen Hund mit, der mich auch noch nervt. Dann Ich bringst dachte, du freust dich. Für den Hund freue ich mich, ja. Aber den kannst du so ein bisschen erziehen. Fällt dir was Mr. Max, was habe ich verpasst, dass du einen Udo anschaust? Ja, der Udo ist per Raid einfach gekommen. Da war der Udo. Ich kenne euch, ja? Also ich habe schon mal ein Video gesehen. Habe ich schon mal gesehen. Ich habe aber einen Namen nicht gewusst. Ja? Ich kenne euren Kanalnamen nicht.
Und dann ist jetzt der Udo per Raid gekommen. Erstmal Udo und Wilke, habe ich die Ehre. Und jetzt schauen wir uns halt da mal was so. Und ich komme aus dem Loch nicht raus. Pass auf, Udo. Ja, der zerstört gerade den Rasen. Nee, fällt dir was auf? Nein. Der geht nicht auf den Sportplatz drauf, weil der so katastrophal aussieht. Was soll das denn jetzt wieder für eine Anspielung sein? Der sieht gut aus. Hallo, da wird Der nicht sieht gut hingepinkelt. Du, der Spurplan, der geht ja noch. Das ist das gleiche wie beim scheiß Wenne. Wenne, das ist einfach automatisch lustig. Da tragt der Dialekt so viel zur Witzigkeit bei, das ist fast so schlimmer wie bei uns. Sei doch froh, der Himmel. Und verdammt nochmal, da ist ein Hundebaby im Video. Ja? Also erst einmal, Phase 1 meiner Bewertung. Von denen 540.000 Aufrufe. Da gingen nochmal easy die halbe Mille auf die Karten vom Fussel mit Augen. Ja? Da geht einmal Minimum 500k auf die Kappe vom Fiete. Vom Fussel mit Augen. Absolut geil. Der Rest ist der Dialekt. Ja? Das ist meine Phase 1. Hilft dir noch. Ob man Phase 2 noch kommt, weiß ich noch nicht. Das sehen wir dann. Ja, das sehe ich, der hilft. Wieder deine Pose. Immer in der Ecke und in der Ecke sitzen und fressen. Fiete! Oh nee, Dicker, das geht so nicht. Wieso denn nicht? Nee, dann höre ich auf. Du machst doch sowieso nichts, ob du aufhörst oder weitermachst. Der ist nur am Randolieren. am Randolieren. Und guck dir das doch immer an. Kann ich jetzt eine rauchen oder klaut er mir die Kippen auch noch? Warum soll ich denn darauf dressieren, dir die Kippen zu klauen? Ja, Bist du bei blöd? dir. Ja, geh, merci dir. Was? Entschuldigung, wenn ich da mit der vorigen Donut zu neu... Was, wo? Du... Die habe ich nicht gesehen. Ja, okay. Also ich gebe Preis. Also ja, das habe ich gesehen. Entschuldigung, ja, ernsthaft. Uzi, ich habe so viel übersehen. Ich bin schon wieder so abgelenkt. Kruzifix, was ist los? Herr Bürger, erstmal merci nochmal. Okay, hey, was hat er von mir nicht dabei? Bürger mit... haben wir schon gehört. Uzi. Dat wat sat mat macht. Was? Den Dialekt versteht, wo jeder Zwicks Wiener. Ja, geht so. Ein Schrift ist schwierig. Ja, Herr Uzi, in Schrift ist schwierig. Dankeschön. Ja, okay. Du regst dich über Fiete auf. Wie heißt dein Katz? Jetzt pass auf. Wir haben einen großen Hund. Ein rumänischer Straßenhund. Die ist schon erwachsen. Die ist 4 mittlerweile, glaube ich. Die heißt ganz normal Emma. Ja? Dann haben wir einen kleinen rumänischen Straßenhund mit einem kaputten Haxen. Der heißt Gnedel. So, dann Katze Nummer 1, die ist leider zusammengefahren worden. Eigentlich haben wir 4. Das war der Mietsbatzen. Ja, Mietsbatzen. Weil uns einfach nichts anderes eingefallen ist. Keine Ahnung. Dann haben wir Katze Nummer 2, das ist der Katzbrocken. Ganz wichtig mit A. Wichtiges Detail A. Katzbrocken. Dann haben wir einen Koda, das ist der Plötze. Und dann haben wir noch Miezi. Ja, da haben wir es einfach so, das ist einfach, die heißt mittlerweile einfach Arschloch. Ja, ohne R. Arschloch einfach. Arschloch. So, Arschloch, so, weil es einfach Arschloch. Was soll jetzt da groß ausführen? Katze, Arschloch. Hilft nicht. Verprügelt über die anderen Katzen, haut alles so weh, ist einfach Arschloch. Von Borbeck. Da feit's Himmel weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, diese Begriffe, aber es ist jetzt total wurscht. Arschloch versteht ja jeder. Ja, Arschloch ist so schön global. Wunderschön. Gefällt mir gut. Weiter geht's. Dauert nur 5 Minuten. Hier ist also wirklich, bei dir wundert mich nichts mehr. Der wird dir hier den Platz auf links umdrehen, das sag ich dir. Ja, und dann werde ich dich auf rechts umdrehen. Das garantiere ich dir für. Das macht der nicht mit mir. Entweder erziehst du den vernünftig oder ich bringe zur Tierschule. Oder Hundeschule heißt es ja. Hey, beim Netz weg! Oleg, das ist der perfekteste Pausendruck jemals. Ja? Da klopfe ich mir jetzt selber auf die Schulter, das ist der perfekt, also mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Ja? Was soll ich jetzt da sagen? Ja? Mr. Fiete, Alter, Cuteness Overload Level 9000. War auf der Tierschule. Tierschule. Das ist doch nicht wahr. Der bringt uns doch noch eines Tages eine Müsse größer die Bäume hier noch rein. Wenn mal wieder genervt bist hier,
kannst ihn auf den Arm nehmen, eine Runde kuscheln, geht's dir wieder gut. Kuschel. Weißt du, wie groß der wird? Bisschen glücklich bist du aber. Ja, ist auch ganz süßer. Kuschelpause. Du bist gar nicht so böse, wie wir gesagt. Nein. Du wirst mein bester Freund. Wir beiden werden uns verstehen. Oh Gott, ist der Das tut geht richtig aber doll nichts weh. über Du bist ja ein kleine kleiner Finger, Ganube. Das ist ein Hund und keine Panzerfaust. Wie hältst du den denn? Wie ein Leguan oder was? Aber ist das süß. Ey. Das ist ein Hund und keine Panzerfaust. Wie hältst du den denn? Wie ein Leguan. Was redst denn? Ihr hat's doch besoffen. Das kannst du mir doch nicht erklären. Ihr littert euch doch da Flaschen Wodka vorher ein. Das ist doch unmöglich. Dass das nicht irgendwie kurz ausdenkt ist oder so. Das gibt's ja nicht, Alter. Wenn er nicht ärgern würde. Diese Wochenende machen wir Das kann Platz fertig die und das Panzerfaust, anständig, das sage ich dir. Das sagst du jedes Mal. Das sage ich dir jetzt ganz ehrlich. Der Einzige, der hier nicht anständig die Sache macht, bist du. Ja, natürlich. Schieb's durch. Warte, sag mal, mein Mauszeiger. Fuck, mein Mauszeiger wird nicht einzeigen. Sag mal, da hinten. Da wird schon wieder randaliert, Alter. Da wird noch randaliert. Ich weiß es nicht, der Fitter, der ist ausgebaut, der randaliert. Ja, da ist ja, wird jetzt im Hintergrund heimlich randaliert, Alter. Wer packt dann nie was an, weil er dann die Kamera in der Hand hat? Ich hab dir schon ein paar Mal gesagt, bring den Kameramann mit, dass wir endlich mal zusammenarbeiten können. Aber nein, Herr Zieren weiß schon, wie er es machen muss. Also kommt diesen Sonntag eine Episode. Udo und Wilke machen gemeinsam den Sportplatz fertig. Ja, ich mach den ja eh alleine fertig. Ja, dann wird's ja heißen, Udo macht den Sportplatz mal wieder nicht richtig fertig. Nee, man kann auch sagen, wenn du da bist und der Hund, Fiete und Wilke... Fiete! Fiete! Also was genau liegt Stellt jetzt eine an? Frage, zu Recht. Den Sportplatz fertig machen. Das heißt, mit Mähmaschine, Blätter Was ist denn saugen, eine Mähmaschine? unseren Trecker. Mit der Mähmaschine Blätter saugen. Okay. Ja, okay. Nach einer Flasche Korn ist alles möglich, oder? Dann sag doch Trecker! Leute, du willst es immer genau wortlich. Udo, weil der Trecker heißt und nicht Mähmaschine. Das ist, kannst auch eine Mähmaschine dran sagen. Oder eine Saugmaschine, der saugt auch noch die Ja, was Blätter ab. jetzt? Mähen oder saugen? Wieso hakst du dann hier? Bist du Das ist eine Saugmaschine. Saugsmaschinen. doof oder was? Nee, aber da die Ecken kriegt er so nicht. Wochenende bewegst du deinen fetten Dinosaurierkörper hierher und hilfst mit. Ich habe Besuch. René kommt mit. Oh, nee. Wieso? Da werde ich ja gar nicht fertig. Der versucht mir den Schneckenwitz wieder zu erzählen. Oh, das schaffe ich nicht. Bitte geht aber den Haufen weg. So, liebe Freunde, Sonntag. Das ist ja immer geil. Das Next Level Tonlage Geplärre. Absolut geil. Stark. Ganz, ganz große Dann gibt's eine neue Episode. Aber übrigens, wir beide fliegen ja bald in Anführungsstrichen in Urlaub, ne? Ja. Was, freut dich? Schau, ich werde ja eigentlich gefreut, der Du Udo. bist noch nie in deinem Leben Ich geflogen, werde ne? jeder Und jetzt automatisch, muss jeder normale Mensch grinst die immer. Begeisterung, wie ein jetzt bist du 7 Honigkuchenviertel, Tage wie bald ein mit Hund mir im weg. Hintern. Willst du eine Antwort drauf haben oder was? Bist du glücklich? Ja, ich bin so glücklich, ich könnte Freudensprünge machen. So, liebe Zuschauer, schätzt mal, wo Wilke und Udo im Januar hinfliegen. Schreibt das mal unter den Kommentaren. In die Kommentare! In die Du Kommentare. sagst immer wieder unter die Ja, Kommentare. in die Kommentare. Du freust dich richtig, ne? Ja, ich freue mich richtig. Boah. Du, Wovon die scheiß denn Box nimmst du wieder mit nach Hause. Nee, die lasse ich hier, das ist doch viel zu Spielzeug für Nach Wuhan. Spring ich, bester Mann. den Sportplatz. Da kann ich die Scheiße wieder wegstellen, oder was? Das lässt du hier, das ist sein Spielzeug. Wenn es regnet, wird dir nass. Dann stell ihn unter. Ja, ich guck, oh Mann. Willst den Hund in den Kofferraum packen? Das ist ein Zweitürer, kein Viertürer. Ja, dann mach ihn doch auf. Woher wusste ich, dass du den Karton hier stehen lässt? Udo, das ist sein Spielzeug für den Sportplatz. Ey, jeder normale Hund hat ein vernünftiges Spielzeug. Nur Wilke Zierens Hund, weil er ein besonderer Hund ist, hat einen Karton zum Spielen. Mach die Tür auf, bitte will ins Bett. Korrekt hat. Oh, Wilke, warum nimmst du nicht August? Weiß schon, dass du eine sterbliche Hülle steckst, ne? Aber du, was sollst du sagen? Ja, Leute, habt ihr uns schon abonniert in Facebook, Instagram und YouTube, ne? Warum lachst du jetzt so blöd? YouTube, Udo. Ja, ist doch egal. So, und was gibt's noch? Weißt du, was ich euch sage, Alter? Da smashen wir mal den Abo-Button.
Okay? Ist ein Deal? Schauen wir uns noch fertig aus. Unser Shop, moinalter.de. Da gibt's Shirts und Tassen mit Udos besten man sie Sprüchen. geben. Einnahmen davon fließen in unseren Verein und in Udos Frisur. Mit dir ist das, mit dir ist das eine Katastrophe. Ich ziehe meinen Hut. Ich ziehe meinen Hut. Hat mich gut amüsiert. Herr Wilke, Herr Udo, Fiete und ein anderer Hund, der nur dabei ist, keine Ahnung. I'm a simple man. I see funny video, I press F. Moment. Das ist das zweite Mal, dass ich heute F press. Zweimal F pressen. Hat sich rentiert. Es ist mir eine Ehre, vielen herzlichen Dank für den Raid. Euer Dialekt ist wirklich unfassbar geil. Ist schaubar. Und feierbar gleichermaßen. Was, seitdem ich die Friesen anschaue, haben die auf Twitch 50 gleich verlassen. Ich fürchte auch. Oder, hey, blablabla, Mr. Crash to the... Was? Crash to Desktop. Merci für die Mitgliedschaft. Dankeschön. Welcome to the Squad. Im besten Squad der Welt. Vielen herzlichen Dank. Leute, ich muss ins Bett. Ich muss morgen aufstehen. Ich darf mir jetzt gerne noch einen zuschauen. Da brauchen wir uns aber nicht oben. Kann man machen. Muss ich gucken. Moment, habe ich noch was zum Trinken? Leider nicht. Der kam unerwartet. Der kam unerwartet. So gleich, was ist er denn? Der kam unerwartet. Kann man lassen. Kann man sich geben. Kann man sich reinbauen. So. Friends of the Sun. Falls noch irgendwelche Leute vom Udo und vom Wilke da sind, richtet eine schöne Grüße aus in ihrem Stream. Herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut. Ja, dann da ich sagen, so, jetzt haben wir massiv über das schon fast 3/4 Leben. Was, Bürgerin rasiert mich wieder. Aus dem Leben aus. Kruzifix. Friends of the Sun. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. As always, am Mittwoch spielen wir Little Nightmares 2 weiter. Leider Gottes, eigentlich wollt ihr ich heute. Ein anderes Spiel spielen. Unser ultimatives Nivea-Spiel. Leider ist aber immer noch gesperrt auf Steam. Ja, es dauert noch mit 10 Tagen, haben die Entwickler, wenn man das so nennen kann, weiß ich nicht, geschrieben. Deswegen werden wir es noch mal aussitzen müssen. Ja, das werden wir noch mal aussitzen müssen, das wird uns nicht helfen. Am Mittwoch, 20 Uhr, as always, Little Nightmares 2 Part 3. Sprich, wir spielen da die Psychiatrie. Die werden wir, glaube ich, schaffen, zeitlich. Schauen wir mal und dann, dann schauen wir weiter. Was dann zum Wochenende? Ja, das ist einmal eine schöne Ankündigung. Ich habe ein Lied fertig. Und diesmal sogar mit Video. Und, ja, ich glaube, ja, es ist das aufwendigste Video, das ich jemals gemacht habe, glaube ich. Aber vielleicht schaut es ja gar nicht so aus. Ich hoffe, vielleicht dacht's. Kommt am Sonntag. Okay? So. Ist in einem Stil, so wie es schon immer mal machen wollte, in gescheit. Kann man im Nachhinein natürlich immer besser machen, das wird gut. Mir gefällt's. Oder aber zu lang dauert. Ich sag's euch, wie es ist. Hashtag einmal und nie wieder. Das werde ich so schnell nicht nochmal machen. Das war einfach zu viel Arbeit. Ich sag das, wie es ist. Das hat einfach way too long gedauert. Das war da beidelt ich mich ab. So, wer das am Sonntag nicht anschaut, der kriegt von mir 2 Umdrehte und dann ist hier Dauerschleife im fucking Spotify angesagt. So schaut's aus. So. So viel kann ich einmal sagen. Herzogen du es nicht. Diesmal bleibe eisern und diszipliniert. Das kommt am Sonntag und nicht vorher. So. Und jetzt würde ich sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen herzlichen Dank für die ganzen Donations. Das war heute schon wieder way too much, as always. Irgendwie verzeihe ich jetzt mal dasselbe. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Dann würde ich sagen, Dankeschön für die ganzen neuen Mitgliedschaften. Da waren heute schon wieder einige dabei. Der letzte war der Crash to Desktop. Herzlichen Dank. Welcome to the Squad. Natürlich auch an den Rest und an alle bestehenden Mitglieder, die schon ziemlich lange dabei sind teilweise. Vielen herzlichen Dank. I press F for myself. So. Dann würde ich noch sagen, presst ihr fucking F für die Moderatoren. Die hätten ja irgendwie ungefragt auch, wie jetzt mal gefühlt Überstunden machen. Vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns am Mittwoch um 20 Uhr. Und jetzt schleicht euch ins Bett und schaut mal beim Udo und beim Wilke vorbei. Rentiert sie. Ja? Du Fussel mit Augen, du. Keine Bazooka!
Und jetzt schleicht euch davor, haut euch eine. Bis zum Mittwoch. Ein gutes Nächtle. Bussi auf die Bandscheiben. Habe! Rest in peace, Mr. Headphone User.